Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer Monster-Episode vom Unsafe Release, euer Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kassel und Schubs. Spannender Sprint in Österreich, spannendes Rennen in Silverstone, Red Bull Driver Drama und noch ganz viele spannende Themen erwarten euch. Ich wünsche ganz viel Vergnügen. Ja, servus Chef, in der Trottel da Kierli grüßt und willkommen im neuen Podcast. Wir fangen gleich an mit Österreich. Das Land mit den besten Formel 1 Kommentatoren. Wahnsinn, schau mal, die haben überhaupt keinen Grip. Das gibt es doch nicht. Sagen auf Spanisch freilich. Und ja, zu dieser Meinung stehe ich. Ich weiss noch, früher immer mit meinem Vater zusammen Österreich auf ORF so die Rennen geschaut. Er schaut auch jetzt noch immer dort drauf. Es ist leider nicht mehr jedes Rennen, das dort ausgestrahlt wird, aber ich wünschte die deutsche Verfassung in dem Sinn im Face-TV wäre mit den österreichischen Kommentatoren, weil es ist wirklich Gold wert. Und Gold wert ist eben auch ganz ehrlich der österreichische Grand Prix gewesen, vor allem der Sprint. Wir hatten endlich fast, und ich habe zittert und gehofft, dass es passiert, einen Hülkenberg auf dem Podium gesehen. Und ja, ich weiss, ein Sprintpodium ist nicht unbedingt ein Sprintpodium. Oder ein generelles Podium, so muss ich sagen. Aber mein Gott, hey, also der Sprint hat einfach unglaublich viel Spass gemacht zum Zuschauen. Aber sind wir ehrlich, das war nicht wegen dem Sprintformat selber gewesen, sondern einfach wegen der absolut genialen Wetterbedingungen, vom Nassen ins Trockene rein. Extrem viel passiert. Ich schiesse es jetzt mal so genau zu dir über. Was ist für dich rausgestochen in diesem Rennen? Was ist so dein Highlight vom Sprint in Österreich? Also, ich würde schon sagen, ich würde sagen, allgemein einfach die Overtakes, die passiert sind. Es sind mega viele Overtakes passiert. Also, und natürlich noch, weil ich es gerade im Kopf habe, die Aussage vom Hülkenberg, wo er gesagt hat, ja, ein Sprintpodium wäre nicht das richtiges Podium gewesen. Das hat er in meinem Interview so gesagt. Also hat es eigentlich gar nicht so gekratzt, dass er nicht aufs Podium gekommen ist. Nein, aber auch wie du gesagt hast, vor allem das Wetter war so geil gewesen. Also eben, es hat nass angefangen, beziehungsweise es hat ja eigentlich nicht mehr geregnet, aber die Strecke war noch nass gewesen. Und dann nachher hat einfach die Strecke ausgetrocknet und dann nachher ist eigentlich mal der Turnover gekommen auf Slicks über. Und das war so geil gewesen, weil du hast halt auch nicht gewusst, ja, wer wagt es, wer ist der Erste, der es probiert und ist er dann schneller oder ist er dann langsamer und sie sind dann wirklich eigentlich so, ja, etwa der Hälfte, ein bisschen mehr nach der Hälfte sind sie dann nachher auf die Slicks gegangen und dann ist es halt dann nochmal richtig abgegangen und natürlich auch noch die Zieldurchfahrt von Russell und dem Ocon mit 9000. Es gibt ja noch ein Fotofinish-Foto davon. Also dort wirklich auch eine brutal knappe Geschichte. Und also ich bin mir der Sprint nicht sicher, wer ist vorne gewesen? Nein, Ocon war vorne. Ocon. Siehst du, schon wollte sagen, der Russell. Ja, jetzt hast du mich gerade selber daraus gebracht, aber ich glaube, es war der Ocon gewesen. Warte, jetzt muss ich wirklich nachschauen. Ich bin mir bis jetzt nicht sicher. Ja, warte, ich schaue jetzt auch gerade schnell. Ja, Ocon war vor dem Russell gewesen. Genau. Ja, das ist so krank, Mann. Ja, und also der Sprint war wirklich geil gewesen und ich habe das schon in einem TikTok gesagt, die Sprintrennen, die würden eigentlich schon Sinn machen oder die sind an und für sich schon eine gute Geschichte für die Formel 1. Allerdings eben halt nur so auf ausgewählte Strecken. Weil ich meine, die letzten 2 geile Sprints, die ich mich erinnere, und ich glaube, Sprints gibt es schon seit 2021, oder? Oder bin ich falsch? Ja. 21 haben sie die ersten gemacht. Die ersten 3, ja. Und die geilsten Sprints sind bis jetzt immer nur in Brasilien gewesen. Also im 21 war schon geil gewesen. Das war immer gut gewesen. Ist letztes Jahr auch einer gewesen in Österreich? Ich bin mir nicht sicher, ob sogar jedes Jahr einer war. Oh, lecker. Österreich ist halt einfach generell eine geile Strecke. Ja, aber ich habe gemeint, letztes Jahr war eben nicht so ein nice Sprint. Ich weiss es nicht mehr. Aber ich muss ehrlich sagen, die Sprints machen einfach halt nur auf Strecken Sinn, wo einfach auf ausgewählte Strecken sind. Also zum Beispiel Baku war auch ein Sprint gewesen. Sorry, aber da habe ich mich zum Beispiel spontan daran erinnern, weil ich es schon wieder vergessen, dass dort ein Sprint war. Weil der war einfach so langweilig gewesen. Und
momentan, und das sage ich auch fast nach jedem Qualifying, ist ja das Qualifying fast spannender als das Rennen. Oder es ist ja so. Das Qualifying ist nicht spannender als das Rennen. So, ja. Ich muss jetzt sagen, fast. Es ist ja so. Und es ist eigentlich traurig. Eigentlich sollte es ja umgekehrt sein. Also das Qualifying darf ja schon auch immer sehr spannend sein, aber das Rennen müsste ja eigentlich wirklich der Leidtragende sein auch noch. Weißt du, jetzt hast du mich gerade etwas erinnert, was mir längst durch den Kopf ist. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, Red Bull, genau. Formel 1 müsste sich eigentlich mehr darauf fokussieren, dass Teams sich aus irgendeinem Grund mehr aufs Rennen fokussieren müssen. Verstehst du, was ich meine? Dass sie mehr Development vom Auto fürs Rennen machen müssen. Und irgendwie habe ich dann davon gemerkt, vielleicht sind die Sprints, vielleicht auch an jedem Rennen oder jedem Wochenende, gar nicht so eine dumme Idee, weil du hast das Qualifying, wo immer weniger eine Rolle wird spielen. Du hast mehr Rennen zum Punkt holen. Und dann würden eigentlich Teams hoffentlich automatisch Autos bauen, die besser für zum Rennenfahren sind. Weil das ist ja so ein das Problem, wo wir, ich sage, zwischen 2014 bis 2020 oder 2021 in dem Sinne, eigentlich die ganze Turbo-Hybrid-Ära bis zu der Ground Force, what the fuck? Ground Effect-Ära hatten. Es war so fokussiert darauf, wer ist der schnellste im Qualifying, und er hat halt im Rennen und im Racing generell geschadet. Und generell, wenn der Fokus mehr aufs Rennen gelegt wird und weniger auf das Qualifying, einfach durch Regulations halt, könnte das automatisch eigentlich bewirken, dass du nicht gross irgendwelche Regelwerkänderungen machen musst, aber Teams halt automatisch gute Rennautos bauen wollen, dass sie dann weiter vorkommen, weniger Dirty Air etc. Aber das ist einfach, ja, vielleicht eine Wunschvorstellung einerseits, und andererseits verändert es halt auch den Sport an und für sich, weil es gibt halt auch einfach Strecken wie Österreich, Monaco, das ist jetzt da vor mir, aber Monaco, wo einfach unglaublich geil ist zum Schauen im Qualifying, auch Saudi-Arabien, oder das sind einfach Strecken, wo das mehr Spass macht. Wegen dem ist immer so ein bisschen wie durchs Abwägen, aber vielleicht sind die hohen Sprintrennen gar nicht einmal so schlecht, vor allem, dass man jetzt auch mehr Punkte hat. Ja gut, weißt du, ich denke dass wir, also gerade eben so, ich meine, das Thema Auto, also beziehungsweise welches ist eigentlich das perfekte Formel 1 Auto oder wo am besten wird passen so zu dem, wo eigentlich die Formel 1 möchte sehen oder wo wir auch möchten sehen. Ich glaube, so müsste man viel ändern. Also ich denke jetzt so der Ground Effect Generation, whatever, wie du es vorher gesagt hast, ist sicher schon mal nicht ein schlechter Anfang, weil ich meine, das Racing ist ja wirklich auch näher. Und ich meine, auch wenn du das ganze Feld anschaust, klar, jetzt so nach, ja, jetzt haben wir ja eigentlich, haben wir schon die Hälfte von der Saison, nicht ganz. 10 Rennen haben wir offiziell, weil China und Imola nicht dabei waren. Okay, ja, dann eben, ich meine, wenn wir jetzt so das alles anschauen, inzwischen tut sich schon ein bisschen herauskristallisieren, dass so Alfa Romeo, Alpha Tauri vor allem auch halt schon ein bisschen so die Backrunners sind. Die sind schon nicht so bei der Musik dabei. Also, wobei manchmal sind sie auch dabei. Also, ich meine, es hat ja eigentlich jedes Team, glaube ich, einen Punkt geholt bis jetzt. Auch Alpha Tauri hat, glaube ich, auch 1 oder 2. Also der Tsunoda. Ich meine, wenn du das ganze Feld anschaust, sie sind schon sehr, sehr nah beieinander. Und ich meine, die neue Generation, die hat jetzt schon ein bisschen etwas gebracht. Ich glaube auch, dass danach mit dem Budget Cap das auch ein bisschen besser wird werden. Aber ich glaube es einfach zum wirklich gut und wieder so das Racing sehen, wo man sich eigentlich wünscht oder das, was man eben auch vielleicht früher auch gesehen hat. Da müssten halt einfach die Autos viel, viel kleiner werden, wieder viel schmäler auch. Und auch leichter vor allem, weil das ist so einfach das Problem. Ich meine, der Verstappen hat auch in einem Interview noch gesagt, dass er nicht so positiv gestimmt ist auf die 26er-Generation mit den neuen Motoren, weil dort mehr wieder eigentlich der Fokus auf den Motor gelegt wird und dann nachher anscheinend zeigt es dann so, er hat irgendwie schon Simulationen gemacht, dass man irgendwie, hat er gesagt, in Monza, dass man irgendwie genug früh oder dass man genug schnell oder ja, weiss nicht, ideal, sage ich jetzt mal, in die Kurve hineinkommt, in die erste Schikane, müsste man etwa 400 Meter vorher schon downshiften. Also das
das ist hure früh, weißt du, was ich meine? Also, Ja. wenn du einfach nur so wie jetzt, sag ich jetzt mal bei der 150-Tafel oder so in die Eise reingehen und voll runterbremsen, würdest du drüber ausschiessen, weil einfach die Autos so schwer sind. Und halt einfach das Ganze mit der, anscheinend sagen auch die Motorbremse eben auch nicht mehr so stark dann und alles. Und der Verstappen, das habe ich auch mal noch gepostet auf Instagram, der hat mal noch ein cooles Ding gesagt, wie er die perfekte Formel 1 sieht. Oder auch mal so ein, wie soll ich sagen, so eine Wunschvorstellung. Genau, genau. Und er einfach gesagt hat, ey, Autos müssen unbedingt leichter werden. Was hat er gesagt? Unter 700 Kilo. Oder ich noch weniger, schauen, wo ich sogar. Da habe ich den Post noch. Hast du ihn? Ja, also er hat mal gesagt, der ganze Hybridgeschmeiss rausschmeißen, wieder einen V8-Motor drin. Bring back VTOs. Weil er gesagt hat, es sei viel smoother gewesen, der Motor. Und auch die kleinen Reifen wieder, 13 Zoll. Würde er auch wieder wählen. Er hat so gesagt, man kann eben schon nicht mehr zurück auf die 500 Kilo, die man etwa früher hatte. Weil früher sind es 450 Kilo oder so etwas. Ja, stimmt. Sind es wirklich sauleicht gewesen. Aber er hat gesagt, dass man wieder so in die Richtung gehen sollte und nicht gegen. Weil ich meine, wie viel sind es jetzt? 790, 789, irgendwie so etwas? 790 umeinander. Und das Ding ist halt, ich meine, nur schon wenn du den Hybrid rausnimmst und die ganzen Elektrogeschmäuse und Batteriesachen, kannst du halt sehr viel Kilo eigentlich abnehmen von dem Ganzen. Und ja, was ich verstehe, ist, dass die ganzen Crash-Strukturen unbedingt bleiben. Wir haben es jetzt wieder gerade gesehen. By the way, noch eine kleine Anekdote oder eine kleine Anmerkung. Das haben sicher alle mitbekommen, aber die es nicht mitbekommen haben, wieder Eau Rouge, wieder ein T-Bone. Danilo Vantver, ein European Formel 4-Fahrer, der gestorben ist. Das ist ja nebenbei ein Thema, aber rest in peace auf jeden Fall. Aber grundlegend, das ist sicher etwas, was man nicht wegnehmen kann. Die ganzen Crash-Strukturen, und die sind halt auch einfach mega schwer, gell? Macht es halt einfach ein bisschen aus. Aber ich glaube, weißt, Max Verstappen hat es da wirklich sehr schön zusammengefasst. Was wir brauchen, sind einfach Autos, die leichter sind, kleiner werden und mehr Fokus auf das Fahren kann gelegt werden, anstatt die ganze Zeit müssen, weiss ich, die viele Sachen noch anpassen und dann hast du einen Motor, der noch das und das mitspielt, etc. Es ist nicht mehr einfach Gas geben, Bremsen, lenken. Okay, bist vielleicht noch nie wirklich gewesen. Du hast relativ früh schon angefangen mit Brake Bias und dann angefangen, das Fahrwerk verstellen während dem Rennen fahren und so. Und das ist ja auch gut und recht. Ich meine, das ist der Top of the... Das ist la crème de la crème, sagt man ja so schön. Aber ich meine, was wir ja am Schluss wollen, ist Racing. Und wenn wir nur an so Wochenenden wie Österreich halt Racing bekommen, wo verschiedene Tire-Strategies gemacht werden, weil es langsam am Trocknen ist etc. Ja, ist es eigentlich schade, weil an und für sich ist es so ein geiler Sport und Österreich und jetzt auch Silverstone, nachher, wo wir auch noch darüber reden, hat es einfach wieder mal bewiesen, wie geil dass es kann sein, oder? Und vielleicht auch wieder zum Zurückkommen zu Österreich selber. Es hat gerade im Sprint und das Rennen, das war so unterschiedlich gewesen, von den Positionen her. Wir hatten den Perez gehabt, der wieder mal das Q3 verkackt hat, aber im Sprint war er rum gewesen. Dort hat er eigentlich auch gezeigt, was er kann, oder? Dass er gegen Max kann fighten, hat sich ein bisschen aufgebockt gegen ihn und hure spannend gewesen auf jeden Fall. Ich habe auch im Rennen am Start wirklich das Gefühl, Ferrari ist vielleicht noch ein bisschen mehr dabei, aber wer mich generell das ganze Wochenende dort überrascht hat, sind denke ich 2 Leute, Lando Norris, respektive McLaren als Team selber und auch der Alex Albon eigentlich, oder? Also auf einmal ist der Lando vorne dabei. Er hat das eine Upgrade-Package gehabt, das der Oscar nicht bekommen hat. Frontwing hat ihm noch gefällt, wo ihm dann ja in Silverstone noch weiter geholfen hat, oder? Aber unglaublich gut gefahren, ein sehr erwachsener Drive und das Gleiche kann man auch einfach vom Albon behaupten. Also er ist ein fucking Platz vor den Punkten wieder gewesen, oder? Im Sprint schon hat er P13 geholt und nachher im Rennen hat er wieder P11 geholt, während dann der Sargent im Sprint 18. und nachher im Rennen wo haben wir noch? Zwar auch 13. Der hat ja dann schon ein gutes Rennen gehabt. Aber generell, oder weißt du, was ich meine? Der Albon und der Norris, ich habe das Gefühl, die sind momentan mit die 2 interessantesten Fahrer. Sicher von dem Jahr, wenn wir jetzt mal den Fernando und den Max so ein bisschen
ausschließen. Aber von den Unerwarteten sind das sicher die 2 spannendsten Fahrer momentan. Ja, also der Norris, wie du schon gesagt hast, hat ja das Update gehabt, der Oscar nicht. Der Albon hat eben auch schon ein Update drauf gehabt, wo der Logan auch nicht gehabt hat. Beim Logan habe ich mal gehört bei Williams, dass sie mal die neuen Frontflügel, also ich weiß nicht mehr, welches Rennen das war, sie haben schon neue Frontflügel gehabt. Aber die haben so für den Albon gegeben, obwohl das sie genug hatten für den Sargent auch. Aber sie haben ihm nicht geben, weil sie Angst hatten, dass das Auto crasht. Dann hat es einfach nur im Albon gegeben. Also auch dort verdammt krass. Aber wieso dass der Sargent so weit vorgekommen ist auf P13, mein lieber Mann? Was war das grösste Thema nach dem Österreich Grand Prix? Jetzt bin ich gespannt, ob du es noch weißt. Ach du Heilige. Das grösste Thema, es hat nachher richtig gehagelt in den Medien mit dem. Noch weißt du es nicht, hey? Ja, komm, weißt du wahrscheinlich nicht mehr. Hey? Jetzt macht es ja gerade. Die guten alten Track Limits, die sind natürlich richtig krass gewesen. Weil es hat während dem Rennen schon Strafen gegeben, aber nochmal zusammengefasst. Der Carlos Sainz hat 10 Sekunden gehabt, nach dem Grand Prix hat er die noch bekommen. Der Lewis Hamilton hat 10 Sekunden gehabt, die hat er durch den Norris bekommen, kann man sagen, am Funk. Und der Gasly hat auch 10 Sekunden gehabt, Track Limits. Der Albon hat 10 Sekunden gehabt, Track Limits. Der Sargent hat 15 Sekunden gehabt, Track Limits. Der Ocon 30 Sekunden Strafe. Übrigens, für die, was es interessiert, niemand hat in einem Rennen mehr Penalty bekommen als der Ocon. Er ist jetzt offiziell der Titelholder für das. Hey, 30 Sekunden Penalty. Da musst du dir mal überlegen, wie der. Also, ich meine, du kriegst schon 5 Sekunden über für ein Vergehen, glaube ich. Ja. Also, ich weiss nicht, gut, es kann sein, dass er mal 10 noch bekommen hat oder so, ich weiß halt auch nicht, aber das ist abartig. Der Nick hat auch 20 Sekunden bekommen, der Magnussen hat 5 Sekunden bekommen und der Yuki hat auch nochmal 15 bekommen. Die haben alle, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also von 20 Fahrern haben 9 Fahrer eine Strafe bekommen für Track Limits. Und da muss man einfach sagen, und da muss sich auch der Red Bull Ring an die Nase nehmen, die müssen etwas machen. Oder also ich meine, die Auslaufzonen, die sind halt da, weil, ja, zum Auto abbremsen, ist ja klar. Aber ich meine, wir sehen es jetzt immer mehr und mehr, dass wieder auf der Strecke so das bekannte Kiesbett ein bisschen zurückkommt. Ich sage nicht, dass sie das Kiesbett hermachen, aber was auch schon lange ist, dass sie einen Rasenstreifen hersetzen dort oder so. Weil das würde schon den Fahrer eigentlich dazu zwingen, dass er nicht dort drüber fahren will, weil das Zeit kostet oder weil er sich könnte wegdrehen oder so. Aber du musst irgendetwas machen. So kannst du ja nicht mehr einen Grand Prix machen. Du kannst ja nicht ein Rennen abspulen lassen und nach dem Rennen irgendwie noch eben 9 Strafen aussprechen, die dann nachher das Ergebnis so wieder durcheinander mischen, dass eben ein Logan Sargent plötzlich ein bisschen weiter vorne steht, weil ein Ocon einfach 30 Sekunden reingejasset bekommen hat. Du musst dir überlegen, 30 Sekunden, das ist eine halbe Runde auf dieser Strecke. Das ist abartig viel. Das ist ja so. Es ist eine tricky Diskussion, weißt? Also ich habe auch gerade letzte wieder mit einem Kollegen darüber geredet, Gruß geht raus an Fabian. Es ist so ein bisschen... Es ist dafür und wieder irgendwie grossartig etwas dagegen zu unternehmen. Weißt, blöd gesagt, ihr habt euch ein Auto, ihr habt eine weisse Linie, überquert die weisse Linie nicht. Okay, nicht so einfach mit diesen Autos, so viel sieht man jetzt halt wirklich nicht. Aber halt einfach einen Streifen Rasen dort raussetzen oder einen Streifen Käse dort raussetzen, ich kann es halt auch nicht einfach so machen, weil schliesslich fährt dort noch einiges anderes drauf, unter anderem halt auch MotoGP. Und für die ist natürlich Käse nicht ganz so geil. Oder? Das ist natürlich ein höheres Risiko auch damit verbunden. Und dann hat man immer wieder so Sachen, wie man in Silverstone letztes Jahr gesehen hat, wo sich Autos im Käse beispielsweise eingraben. Also ist auch Käse nicht immer die richtige Lösung. Aber, ganz ehrlich, es würde nützen. Weil wenn du Käse dort draussen hast, fahrst du nicht mehr dort drüber raus. Dann ist einfach automatisch so. Die Frage ist, wo man vielleicht bei Strecken wie eben jetzt gerade Österreich, wo jedes Jahr einfach eine Diskussion ist wegen dieser Racing, wegen der Penalties generell, wo man die vielleicht nicht sagen, gut, ein bisschen wie früher halt, die Strecke sind wir ein bisschen lockerer oder spezifisch könnt ihr im Rennen 10-mal drüber, bevor wir eine Strafe geben, weil das ist schnell passiert.
ist es dann wirklich noch Racing? Ich finde eigentlich schon, weil wenn du zum Beispiel vergleichst, jawohl, ihr hasst mich vielleicht für meine ständigen IndyCar-Vergleiche, aber kommen wir wieder mit dem. Jetzt kommt er wieder mit seinen IndyCar-Vergleichen. Aber also etwas geilste Beispiel, ziehen sich mal auf YouTube rein, wie sie in COTA, also Circuit of the Americas in Texas, wie die zweitletzte Kurve nennen. Hey, die machen eine ganz neue Kurve daraus. Manchmal sieht man auch die Reifenlinien noch, wo sie einfach, ich lüge euch nicht an, mindestens 5, manchmal sogar 10 Meter über die weiße Linie drüber ausfahren. Einfach damit sie mehr Schwung mitnehmen und mit Fullspeed eigentlich durch die zweitletzte Kurve durchkommen. Und ja, okay, es ist Crème de la Crème, Formel 1, und man sollte ein bisschen, ich sage auch ein bisschen edler sein, ein bisschen eleganter sein, wenn man es so sagen will. Aber irgendwo durch ist es halt einfach auch lustig, den Fahrern zuzuschauen, wie sie dort rausrattern. Oder also, die optimale Lösung wird man, glaube ich, nie finden. Vielleicht würde es eben auch einfach helfen, wenn die Fahrer wieder ein bisschen mehr würden sehen. Sicherheit sei dahingestellt, aber man kann sicher auch viel dafür unternehmen, dass man mehr würde sehen, auf jeden Fall. Man hat es ja auch mit den Spiegeln gemacht. Wieso kann man es mit dem ganzen Cockpit ein bisschen machen? Ja, man sollte eigentlich irgendetwas erfinden für so, also wie so ein Teppich, weißt du, irgendwie so ein Rasenteppich oder ein Kästeppich geschaut zum Auslegen. Oder, aber weißt du, irgendwie so, die huren Sausage Curbs, die sind ja eben dann auch wieder saugefährlich. Weil Ja, wenn du dort drüber ballerst, dann bist du auch weg. Also etwas Temporäres wäre gut, aber temporär nicht wie ein Sausage Curb. By the way, ich bin immer noch der Meinung, ban fucking Sausage Curbs. Ich wollte den Scheiß nicht mehr auf der Rennstrecke sehen. Das ist zu gefährlich. Anyway, irgendetwas Temporäres. Ein temporärer Rasenstreifen, den man gut befestigen kann. Aber auch das wird wieder irgendein Drama geben. Aber ich finde, das ist die optimalste Lösung. Oder wie in Hockenheim auf dem Dings, auf dem Dragstrip, den sie haben. Wenn es raufregnet, ist einfach Seifenwasser. Also, aber da habe ich noch viel die geilere Idee. Fucking Bananenschale, Digga. Ja. Einfach, nein, ist gut. Hey, nein, Mann. Sehr schön, sehr schön. Ja, mal schauen. Also, ich habe einfach das Gefühl, sie müssen etwas machen. Und ich glaube, auch der Helmut Marko hat schon ein bisschen angetönt, dass sie da mal noch zusammenhocken mit dem Red Bull Ring und das mal anschauen, was man da könnte machen. Der Helmut Marko schaut schon einfach alles an. Der hat überall Ja, der ist der Chef, Mann. Hast du das Video gesehen? Ich weiß aber nicht, ob es Silverstone war oder Österreich, wo der Kameramann am Fotografieren ist und der prügelt sich vor, dass er zu voll vor dem Geländer steht. Ich habe das eben live habe ich das so gesehen. Ich so, Alter, was macht der damit, Mann? Der Todesblick, Mann. Ich konnte nicht mehr können, Mann. Das war so gut gewesen. Ey, es war einfach so zu viel gewesen, wirklich. Einfach zu viel. Oh je, aber wir gehen mal weiter jetzt. Also wir haben den Österreich Grand Prix mal so weit abgeschlossen. Also eben zum Renngeschehen selber, also abgesehen von den Tracklimits, das Rennen an sich, also der Haupt-Grand Prix ist ja wirklich recht langweilig gewesen, oder sehr, sehr fad gewesen. Der Sprint ist wesentlich besser gewesen, oder viel geiler gewesen. Und ja, ich denke, jetzt habe ich keinen guten Übergang für dort rein, darum sage ich jetzt einfach mal, wir reden über Audi. Das ist jetzt mein Übergang. Ich bin nicht so kreativ, was Übergänge anbelangt, wie der Schubs, darum tut es mir sehr leid. Aber Audi, die News habe ich einfach noch reinnehmen. Und zwar ist Audi, das habe ich da vorher noch mal kurz ein bisschen nachgespickt. Audi ist wirklich anscheinend noch in der DTM, 24-Stunden-Rennen und so, dort sind sie noch vertreten. Und mit Entwicklungen und alles. Und jetzt hat der Audi-Chef dort angekündigt, dass es die ganzen Projekte, die sie dort haben, ein bisschen runterfahren oder zurückstellen, dass sie sich mehr auf Formel 1 konzentrieren, auf den Formel 1 Einstieg konzentrieren. Also wer jetzt nicht ganz hinter dem Mond wohnt, der hat ja sicher mitbekommen, Sauber ist ja aufgekauft worden oder beziehungsweise ist von Audi übernommen worden. Das heisst, ab 2026 kommt Audi als Werksteam mit eigenem Motor in die Formel 1 rein, wo dann nachher, soviel ich weiss, inzwischen das Chassis und Aero in Hinwil produziert wird und der Motor dann nachher, wo ist Audi daheim? Weiss ich nicht, wo die daheim sind. Irgendwo in Deutschland draussen. Wird produziert, die haben schon lange angefangen und sind auch so viel ich weiss, glaube ich, im Herbst so weit, dass sie die ersten Testläufe machen mit ihren Motoren. Und also
was ich einfach so ein bisschen rausgespüre, ist, dass Audi schon sau ernst meint, was da abgeht. Also, die wollen da schon wirklich glaub, von Anfang an dabei sein. Und ich weiss nicht, bei Audi habe ich irgendwie ein gutes Gefühl. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wird da schon noch mal ein bisschen rumoren. Ja, schon das Gefühl, ja. Also nicht, dass wir Alfa Romeo nicht hätten können ernst nehmen können, wobei ich habe bei Alfa Romeo eigentlich immer das Gefühl gehabt, das ist einfach nur ein Sponsorship-Deal, oder? Weil es ist so ein bisschen wie Ford Red Bull wird sein, oder? Ford klatscht den Namen drauf, tut minimal irgendwie etwas dazu helfen und fertig ist. So hat sich eigentlich Alfa Romeo immer angeführt. Und bei Audi, ich meine, man merkt es ja jetzt schon, sie haben jetzt schon den Seidel eingespannt, der ja früher schon mit Audi zusammen gearbeitet hat. Das ist schon, sie nehmen das wirklich sehr ernst. Was ich aber sehr spannend finde, ist, dass sie gerade spezifisch LMP1 sich auch ein bisschen zurückziehen wollen. Okay, es ist zwar kein Turbo-Hybridmotor, den sie haben, aber es ist ein Hybridmotor, den sie ja dort eigentlich auch schon entwickelt, wo sie halt doch eigentlich sehr viel davon lernen können, wenn sie noch ein bisschen, ja, dort halt auch wirklich viel dabei sind und machen und tun etc. Wobei, ist ja nicht so, dass sie nur 1-2 Jahre gefahren sind in der LMP1-Kategorie. Sie haben jetzt ja doch einen relativ langen Run gehabt, aber relativ, ja, man kann schon sagen, erfolgslos. Es ist nicht, dass sie wie Toyota beispielsweise, und das sind jetzt einfach zu oberst oben, gell, Toyota und Porsche, in der ganzen WEC-Serie, also World Endurance Championship, die haben natürlich alles abgeräumt. Aber sie sind nie schlecht dabei gewesen. Und ich habe wirklich Hoffnungen, dass sie, ich sage, die Erfahrung, die sie können sammeln können, anständig können mit überbringen, aber dass sie halt auch nicht zu fest irgendwie versuchen werden, etwas aufzuzwingen, weißt? Weil klar, sie wollen ein bisschen ihr eigenes Team sein, auch schlussendlich. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie BMW Sauber. Das war ja auch ein BMW-Team schlussendlich, oder hätte wollen werden, was ja Sauber nicht wirklich sehr geil gefunden hat. Wegen dem sind sie ja nachher über zu Williams, wo das zugelassen hat. Und das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, dass Audi vielleicht wird reinkommen und am Anfang noch ein bisschen nach der Saubernase tanzt, aber nach einem Jahr, 2 will er den ganzen Schuppen komplett übernehmen. Und ich glaube, Sauber wird das auch das mal wieder nicht zulassen. Die wollen den Laden schon selber schmeißen, aber lassen Audi unterstützen, wo sie wollen. Auf jeden Fall bin ich selber auch gespannt auf die Zeit. Und obwohl ich kein Audi-Fan bin, freut es mich mega, dass man so gross halt Unterstützung bekommt von so einer riesen Brand eigentlich auch, weil am Ende des Tages ist es für mich immer noch einfach das Schweizer Team, auch wenn nachher wird Audi drauf stehen. Also ich freue mich sicher für das, wo unseren Schweizer, woher kommen wir es? Atte. In Wil. Unseren Hinwiler Buben, so, danke. Ich wollte Zetzwiler Buben sagen. Ja. Unseren Hinwiler Buben da, freue mich für sie. Ja, also ich freue mich auch. Also ich glaube es vor allem auch, dass es eine gute Geschichte wird werden. Ich habe aber im Fall schon gemerkt, dass Audi schon mehr Aktienanteile gekauft hat. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es schon wieder vergessen. Alles kann ich mir auch nicht merken, leider. Aber ja, eben Audi ist jetzt auch nicht gerade meine absolute Lieblingsmarke. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also jetzt nicht gegen die Audi haben. Wobei ich als erstes Mal ein RS3 von mir kann, da denke ich, der sieht eigentlich schon noch recht geil aus. Aber das ist glaube ich das einzige Auto, das mir so ein bisschen gefällt. Aber ja, mal schauen. Also, ich glaube, Audi wird schon etwas reissen. Ob sie von Anfang an liefern können, das ist dann noch ein bisschen fraglich. Ich glaube, sie werden schon am Anfang noch ein bisschen hinten nachfahren oder werden vielleicht hier und da noch ein bisschen Engine-Probleme haben. Das könnte eben dann noch spannend sein, dass vielleicht hier und da mal ein Motor läuft. Weil meines Wissens dazu mal mit BMW Sauber ist es so gewesen, dass ja BMW war ja zuerst bei Williams gewesen. Also sie sind ja nicht komplett unerfahren in die Formel 1 gekommen. Die sind ja vorne mit Williams in der Kooperation gewesen. Das war dann noch so die Geschichte mit Ralf Schumacher, Montoya, die sind ja BMW Williams gefahren oder Williams BMW oder wie es geheißen hat. Und dann nachher ist ja die Williams dann nachher auf was für Motoren sind sie nachher gegangen? Weiß ich gar nicht mehr. Die haben nachher gewechselt gehabt und dann ist eben BMW hat einen neuen Abnehmer gesucht gehabt. Und da sind sie dann nachher zu Sauber gegangen, da hat es BMW Sauber gegeben. Und jetzt, ich glaube aber Audi heisst nachher einfach nur wirklich Audi. Also wahrscheinlich irgendwie Audi Formula One Team oder so irgendetwas. Weil meines Wissens wird der Sauber-Name glaube ich rausgestrichen, soviel ich weiss. Ja, aus dem offiziellen Teamnamen schon.
Aber Okay. was schon immer war und auch wird bleiben, ist, dass einfach ziemlich überall wird schon engineered bei Sauber. Also es ist nachher wahrscheinlich nicht Okay. im Teamnamen drin, aber die Schweizer Fägli bleiben nur bei den Pits und ja, engineered Okay. bei Sauber ist, glaube ich, die Devise. Okay, ja, gut, wir werden es dann sehen, aber ich freue mich gleich, dass irgendwie ein neuer, also vor allem, dass einfach ein neuer Motorlieferant auch in die Formel 1 reinkommt. Da finde ich halt einfach schon eine coole Ja. Sache. Naja, also Und- der Motor, sorry. Ja, red nochmal weiter. Motor Landscape wird ja wirklich sehr spannend sein. 2026, also wir haben Honda, Red Bull, Ford, wir haben Mercedes, Renault, Audi und Ferrari. 6. Oder habe ich einen vergessen? Das ist schnell. Du hast jetzt gesagt, Honda, nachher Red Bull und Ford, genau, dann nachher Renault, dann nachher ist Audi. Mercedes, dann nachher Audi, genau, das sind 1, 2, 3, 4, 5. Und Ferrari. Ferrari noch, genau. Ja. Ja, Also 6 eigentlich Motoren. 6 krass. Motoren für 10 Teams. Eventuell, gut, Andretti Cadillac will mit Renault-Motoren Die fahren. werden mit Renault-Motoren. Das ist Ja. ein ziemlich done Deal, oder? Also, sicher mal dort wird es auch spannend sein, ja, wer wird denn 2026 mit was fahren. McLaren anscheinend auch wieder mit Honda am Reden. Und vor allem ja, stimmt. auch noch spannend, wer wird für wer fahren. Oder? Bei Also meinst du Audi Fahrer wird sich- oder was? Ja, Aha, genau, Fahrer. okay. Und da ist jetzt mal einfach eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob wir das jemals schon offiziell in einem Podcast beantwortet haben. Aber wer siehst du 2026 im Audi drinnen? Keine Ahnung, Kollege, das ist 3 Jahre. Ja, ich Das weiss, ist- es ist in 3 Jahren, aber genau Also das das macht es ist- spannend. Also du kommst jetzt sicher mit der Thematik so, Mick und Sepp, gell, oder so irgendetwas. Ich enthalte mich bis jetzt noch, aber Also, ich bin jetzt wirklich realistisch. Aus dem aktuellen Grid raus könnte ich mir entweder einen Lando vorstellen, der Bock hat auf etwas Neues. Elben eventuell. Die Frage ist halt eben, so viel ich rausgehört habe, möchte sie oder Bottas behalten wegen der Erfahrung, die er hat. Und der Bottas möchte ja auch ein bisschen ins Villino fahren. Der hat immer gesagt, also, ja. Also, erstmal ist konkret gefragt worden, ja, wie lange willst du fahren? Hat er gesagt, so, ja, solange es mir noch Spass macht. Also, so eine Chemie-Antwort eigentlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht auch auf den Swap auf Audi über möchte gehen noch. Aber das ist eine gute Frage. Also, ich könnte mir aber auch, jetzt muss ich weiß nicht, Kollege. das ist tricky. Ja, ist wirklich tricky. Also, ich kann mir gut vorstellen, ein deutscher Fahrer wird dort sein. Einfach marketingtechnisch. Ja. Und dann wäre mir der Einzige, wo mir gerade so spontan in den Sinn kommt, ist der Mick, wegen dem Alter. Okay. Also, Weil, ja, jemand anderer, jetzt ein deutscher Fahrer oder so, kommt mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht in den Sinn. Weißt du, wo so Audi, wo würde so drin passen, weißt du, wo Formel 1 Kaliber wäre. ja, es ist halt wirklich eine tricky Frage, vor allem weil es noch so weit weg ist. Und ich weiß nicht, wenn es noch so weit weg ist, wie fest, dass man eben noch so Sachen wie ein Bottas kann mit reinzählen kann, wo halt so ein bisschen Teil von dem Team ist, etc. Klar, am liebsten würde ich schon sagen Vettel und Mick, aber das ist auch nicht so realistisch. Weil, ich meine, ein Team wie Audi wird erfahrene Fahrer brauchen, das auf jeden Fall. Und was ich mir aber wirklich ziemlich sicher bin, kommt natürlich darauf an, wie jetzt McLaren wird performen. Aber ganz ehrlich, Lando Norris ist für mich fast so ein bisschen in Stein gemeißelt. Weil du hast Andreas Seidel, der ein riesen Fan ist von Norris. Wer weiß, ob vielleicht noch mehr vom McLaren-Team werden abwandern. Das ist ja momentan ziemlich beliebt, dass vom McLaren relativ viel halt auch weggehen. Vielleicht noch ein paar vom Red Bull-Team, die auch weggehen. Und wenn der Lando nicht von Red Bull aufgegabelt wird in den nächsten paar Jahren, dann denke ich, dass er von Audi aufgegabelt wird, falls sie ihn überzeugen können mit vielleicht entweder mit Resultat, dann kommt er im 27, oder sie können ihm Daten zeigen und er kommt im 26 schon. Aber ich ehrlich gesagt wirklich das Gefühl, ein Lando Norris muss fast irgendwie zu Audi. Ich finde, das würde auch verdammt passen. Eine Fahrer Nummer 2 ist auch tricky. Dort hast du viele Namen angeschnitten, die ich auch reinhauen würde, also ein Bottas etc. Aber was mir effektiv
durch den Kopf geht, wo mit der Chemie einfach auch gut wird passen. Und das meine ich jetzt nicht nur wegen einer geilen Überleitung, sondern der Albon. Stell dir vor, ein Norris und ein Albon in einem Audi, wo so um Podiumkämpfe fighten. Das wäre ein gutes Team. Ja, das wäre wirklich krass. Ja, gut, eben, ob Audi dann schon Podiumkaliber ist im 26, ist natürlich die zweite Frage. Aber ich glaube, eben gerade, wenn wir schon jetzt haben wir zum Albon übergeswitcht. Guter Übergang, by the way. Albon ist einfach, also die letzten paar Rennen haben sie jetzt einfach wieder gezeigt, wie gut er ist. Und ich bin ja am Anfang nicht so ein Albon-Fan gewesen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also, als er zurückgekommen ist in Formel 1, habe ich mich schon gefreut für ihn, weil ich schon das Gefühl hatte, er wird schon etwas ein bisschen bewegen bei Williams. Und er macht es jetzt einfach. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, der holt mehr aus dem Auto raus, als wirklich geht. Und was der liefert, ich meine, in Silverstone, es war so krass gewesen, ja, oder eben auch in Österreich, es ist einfach, ich bin wirklich ein Fan von dem geworden, das ist schon unglaublich. Der hat jetzt so Merch gedroppt, der hat gerade gekauft, das T-Shirt, habe ich schon bekommen. Schon? Ja. Das freut mich. Albon, mir ist schon immer sympathisch gewesen. Und ich weiss nicht, wenn er einen Step-Up zu Red Bull bekommt, ich habe einfach nur alles Gute für ihn, wirklich. Schade hat es nicht funktioniert, weil ja, wahrscheinlich ist der Red Bull halt einfach auch ein bisschen schwierig zum Fahren für einen jungen, unerfahrenen Fahrer, weil eben, du sagst es, was er bei Williams liefert, das ist abnormal. Also ich setze ihn von der Pace wirklich, und das finde ich so krank. Norris, Russell, Albon, ich finde, die sind alle auf der gleichen Pace. Und das Kranke ist, dass die alle immer zusammen gleichzeitig gefahren haben. Die haben alle Karting Championships zusammen gemacht. Und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich sage es noch einmal. Der Albon war der Fahrer, der alle angeschaut haben. Alle wollten so schnell sein wie er. Er hat immer die meisten Wins gehabt, er hat immer die meisten Podium gehabt, die meisten Qualifying, respektive Pole Laps. Und der Russell und der Norris, die sind jetzt zwar die besseren Teams, aber haben eigentlich immer zum Albon angeschaut. Und das finde ich so faszinierend. Und er hat sicher, ich sage, von diesen drei den langsamsten Start gehabt. Wobei beim Russell ist es halt schwierig zu sagen mit seiner Williams-Zeit. Aber die sind in meinen Augen 3 wirklich Top-Class-Fahrer, die uns hoffentlich noch sehr, sehr lang werden da bleiben. Es werden sicher alle von diesen Race-Winner werden. Ich hoffe es zumindest. Und der Norris und der Russell sind ja auch ganz klar in einem Championship-Fight. Beim Albon kommt es halt mega darauf ab, in welches Team das noch reinkommt. Aber wenn ja, und da kann ich jetzt gerade reingrätschen. Grätsch rein, los. Ich glaube, ich habe ja dir alles geschickt. Ihr solltet wissen, was erstens mal, wenn Rennen sind, der Schüps, ich schicke uns immer gegenseitig Nachrichten oder auch hauptsächlich Sprachnachrichten. So, wow! So ist das Scheiß gesehen. Boah, ja. Die drecksgelbe Flagge, das ist so unnötig. Ja, eben so zu sein. Und jetzt auch in dieser Woche vor allem, und auch letzte Woche war es verdammt schlimm mit so Gerüchten und News und so, immer wieder so Instagram-Beiträge hin und her, sicher 1-2 Mal am Tag ist irgendwie wieder etwas gekommen. Und scheint es wirklich so, dass, also ich meine, kannst du mir sagen, was du willst, aber der ganze Grid oder die ganze Fahrlage oder die ganze Formel 1 ist momentan sehr, sehr überrascht und auch sehr, sehr beeindruckt, was der Albon momentan liefert im Williams. Also das sagt ja jeder. Und es ist einfach so, dass das eben nicht nur an den Teams so keine Spuren wird hinterlassen. Also Ferrari hat anscheinend, aber das sind jetzt alles so Gerüchte, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt und alles. Ist sicher wieder von einer italienischen Medienseite gekommen. Aber das habe ich dir geschickt, oder? Ja, voll, hast du mir geschickt. Eben. Ja, warte, ich kann es dir sagen, von wo das ist. Und zwar, ich hatte zum Glück gerade mein Instagram noch offen. Da. Das ist von... Was? Corriere dello Sport. Das ist, wenn ich es doch sage. So cool. Keine Ahnung, was das für ein Dings ist. Ja, italienisch. Ja, und dann nachher ist es von einer Webseite repostet worden, wo Project Dive Bomb heisst.
Das wäre auch ein guter Name für einen Podcast. Gell, Project Dive Bomb. Die haben schon Podcasts, sehe ich gerade. Aber ich mache keine Werbung für andere Podcasts. Hört den nicht. Ja, da muss ich wahrscheinlich alles jetzt. Ja, scheißegal. Also, jedenfalls hat angeblich eben Ferrari das Ziel gesetzt, den Albon eventuell unter Vertrag zu nehmen, wenn im Carlos Sainz sein Vertrag ausläuft. Und dem sein Vertrag läuft noch bis Ende 2024. Das heisst, wenn der Albon vielleicht bis dahin immer noch gute Leistung hertatscht und alle happy sind mit dem, wow, wer weiß, vielleicht ist dann plötzlich mal der Albon ein Ferrari-Fahrer. Ey, ganz ehrlich, weißt du, also, er passt zu Williams wie Faust aufs Auge. Er passt einfach dort gut trainieren. Und es ist halt einfach so, dass mit Williams, ja, also, ja, das ist jetzt nicht gegen Williams. Es ist nicht gegen Williams, wirklich nicht. Aber dass die mal vielleicht wieder um ein Championship können fighten, da muss viel passieren. Ich meine, wie heißt er? James James Vowles. Ich glaube, genau. Ich weiß, was du wolltest sagen. Der hat ja selber gesagt, dass all ihre Simulatoren und genau das Equipment mega veraltet ist. Er hat sogar so weit gesagt, dass sie 20 Jahre hinter drin sind mit allen ihren Fabriken und Sachen. Ja, genau. Aber da fragst du dich, Kollege, was haben die in den letzten 20 Jahren gemacht? Ja. Ich meine, die haben so viele Paydriver gehabt, die Geld in die Firma reingelassen haben. Was hast du mit dem Geld gemacht? Sicher denkst du, ja, wie heisst sie? Claire Williams hat sie geheißen. Sicher ein bisschen Ferien gemacht oder so. Alter, ich bin jetzt böse, wenn ich das sage, aber alles für neue Wheelchairs ausgeben. Alter! Boah! Ey! Wenn das der Frank Williams noch hören würde, dann würde es gerade im Grab umdrehen. Ja, Alter, du bist so ein Nasi-Mann. Hey, du bist echt ein Nasi-Mann. Also, das tun wir jetzt mal so außen vor, aber das ist nochmal ein spannendes Thema, wo wir auch noch darüber reden können. Das haben sie auch in einem gewissen Podcast, der auch geil war mit dem James Vowles, haben sie das eben auch angesprochen. Ja, mit dem Cost Cap ist es dann wirklich fair, dass Williams nur 130 Millionen oder wie viel das es auch immer ist, darf ausgeben, wenn sie in den letzten 10 Jahren so viel weniger ausgegeben haben für ihre Firma. Müssen wir dort nicht auch einen Slider rein tun, wer hat in den letzten 10 Jahren wie viel Geld ausgegeben und wer am wenigsten gemacht hat, darf mehr ausgeben, jetzt beispielsweise. Riesenthema, ja, kann man sonst mal in einem anderen Podcast besprechen. Gut, weißt du, weißt du, was ich meine, schlussendlich? War, definitiv. Und ich meine, schlussendlich bist du selber schon, was du mit dem Geld anfährst, das du hast. Oder? Und ja, ich finde halt... grösseres Catering-Budget oder so etwas. Red Bull? Nein, also eben, wie gesagt, es ist einfach relativ krass und ich denke nicht, dass Williams in den nächsten 5 Jahren irgendwie um eine Championship könnte fighten. Darum, wenn der Albon nochmal möchte Möglichkeit haben, also ich sage jetzt, ja, möchte, oder nochmal ist jetzt vielleicht übertrieben, aber wenn er möchte um eine Championship fighten, dann müsste er fast zu Ferrari gehen, weil Ferrari ist halt einfach immer ein Team, wo du, egal wie schlecht das sind, musst sie immer auf der Liste haben, dass sie um die Championship könnten fighten. Auch am Anfang Saison. Nach dem ersten oder zweiten Rennen weißt du schon Bescheid, ob es etwas wird oder nicht. Und bei Williams kannst du halt schon wahrscheinlich, also du musst würdest du nicht mal gross aus dem Fenster rauslehnen, wenn du würdest sagen, so, ja nein, sie würde in 5 Jahren wahrscheinlich nicht um eine Championship fighten. Ich würde es ihnen natürlich sehr gönnen, weil ich finde es eines der sympathischsten Teams am Grid. Definitiv. Aber ja, eben, wenn er sogar sagt, sie sagen 20 Jahre hinter drin mit ihrem Equipment und alles drum und dran, dann ist es schon echt bitter. Und ich glaube, da wird sich da auch nicht viel ändern in den nächsten 5 Jahren. Und für ihn, für seine Karriere, er müsste halt einfach das Risiko eingehen, dass nachdem, also wenn er bei Ferrari nicht würde können liefern, wäre er weg von der Formel 1, und das definitiv. Oder er könnte dann einfach sagen, hey, ich bleibe bei Williams und fahre einfach mit, weil ich weiss, da läuft es bei mir. Ja, und bin dafür einfach immer in der Formel 1. Das ist halt einfach die Frage, was er genau möchte. Ja, voll. Und was ist das Ziel? Genau, und jetzt kommt eben das noch, das habe ich dir, glaube ich, auch geschickt heute. Und das habe ich, glaube ich, auch bei mir ins Instagram gepostet. Und zwar hat ja Red Bull ein Angebot gemacht. Im Albon. Hast du mir das geschickt? Und in dem Fall nicht. Nein, ich habe nur ein TikTok gemacht. Ich habe es nie mit dem geschickt. Sorry. Ja, schau, jetzt bringt er noch News mit. Also, neue News! Red Bull hat im Albon ein Angebot gemacht. Nicht als Fahrer bei Red Bull und nicht als Fahrer bei Toro Rosso. Hätte ich fast gesagt, bei Alpha Tauri.
By the way, AlphaTauri hat ja noch eine Namensänderung ab 2024. Also das ganze Brand. Ja, Super. genau. Nicht mit der Wunder, wie sie heißen. Toro Rosso. Wahrscheinlich Rosso Toro. Oder echt Toro. Toro, El Toro. El Toro. Aber nein, und zwar eben nicht als Fahrer bei AlphaTauri und nicht Fahrer bei Red Bull Racing, sondern dass er wieder in der wie sagt man, in dem System von Red Bull drin wäre. Das heisst, dass er wieder Red Bull branded wäre, zum Beispiel mit einem Red Bull Helm. Und falls Red Bull, wahrscheinlich, es geht um das, jemanden wieder Neues bräuchte, aus irgendwelchen Gründen, dass sie ihn könnten dann rausnehmen dort und dass sie ihn hätten. Halt für weniger Geld, gell? Weil sie können sagen, wir hätten das und das gegeben und hätten dich immer unterstützt. Das ist nur ein und weißt du, was Scam, der Elben dass sie eine gesagt hat Vergünstigung anscheinend? Weißt du, was der Elben gesagt hat anscheinend? Nein, danke. Ja, er bleibt bei besser Williams. ist. Ja, Besser ich habe auch ist. gesagt, ey, besser bleibst du bei Williams, weil eben, bei Red Bull, da heisst es plötzlich, ey, look, du kannst den Sitz haben bei Red Bull Racing aus irgendeinem Grund. Kommst du rein. Und dann hockst du wieder auf dem Schleuderstuhl vom Helmut Marko, wenn er bis dahin noch lebt. Und dann nachher, machst du irgendwie 2, 3 Fehler und dann nachher fliegst du wieder davon. Und dann bist du auch wieder dort ohne Cockpit. Und das ist auch scheiße. Darum, ich glaube, der Elben ist schon recht schlau, recht klug und er weiß schon, was er macht und wo er möchte hergehen. Und ich glaube, momentan ist es ziemlich happy bei Williams. Und ich glaube, das einzige logische Team wäre eben halt so Ferrari, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, würde schon noch drin passen. Wäre eine coole Kombi, glaube ich. Oder Mercedes. Ja, Mit dem Russell. Also Mit dem Russell kann es gut. Ich sehe den Elben eigentlich fast in jedem Team, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es Ja, gibt Audi wenige eben Teams, wäre, die mich- McLaren wäre auch geil. Aber, Alpine weniger. Alpine glaube ich jetzt aber weniger. Nein. Alpine ist auch generell, das ist too toxic dort. Das ist einfach- Alpine ist einfach so nicht geil. ein ganz komischer Verein. Ja, definitiv. Nein, also, back to the topic. Ja, ich meine, wenn wir etwas gelernt haben, jetzt auch gerade diese Woche wieder, wenn der Marco nicht ein Fan ist von dir, dann wird er nie mehr ein Fan sein von dir. Also es ist schon besser, dass er nicht mehr zurück zu der Red Bull Family geht. Und ich meine, sind wir ehrlich, manchmal braucht es halt auch gar nicht so viel, dass ein kleines Team kann unten kommen, sie haben McLaren. Aber auch, sind wir ehrlich, ich meine, was hat man Anfang Silverstone Grand Prix die ganze Zeit darüber geredet? Williams Pace. Nach dem zweiten, Alter. oder nach dem FP2, hat man nur noch darüber reden, wie bei der Track Map einfach nur alles blau war. Und nicht blau von Red Bull, wir reden von blau von Williams. Der Topspeed ist so abnormal krank und das ist halt das. Du brauchst nur einen Genius, der merkt, ey, der Kalender hat viel mehr Highspeed als Lowspeed. Wieso fokussieren wir uns nicht auf das? Sag mir, das letzte Formel 1 Auto, das dir in den Sinn kommt, wo sie sich nur aufs Highspeed konzentriert haben? Ferrari. Also, ja, Ferrari. Und okay, 2018 oder das so. ist dann zwar nicht so gut gegangen, aber sonst hat man selten so Differenzen gesehen zwischen dem Konzept, wo man hingeht. Ja, aber bei Ferrari war es mehr motorlastig gewesen und bei den Williams Nicht so, ist ja. anscheinend windschnittig. Hat jetzt nie dem Auto gegeben. Vor allem Nein, mit dem extrem Unterboden. wo sie Ja, vielleicht auch genau wegen dem. Ich Ja, meine, gut, Red das Bull stimmt. hat ja auch den Diffuser geklaut von Dings. Der Heck-Diffuser, ja. Also, ja, eben. Also, wahrscheinlich, die machen schon nicht so dumme Sachen. Sie haben vielleicht es einfach nicht ganz perfekt bereicht. Vielleicht eben noch das Equipment, wo ein bisschen fehlt, um es überhaupt Dings zu machen. Aber das ist halt intelligentes Arbeiten, oder? Weil sie haben nicht das Equipment, um so Intrigen einzubauen, wie das ein Red Bull und ein Ferrari kann machen mit ihren Slot-Gaps und mit ihren... Ferrari hat ja so einen Tunnel, der von unten bis in die Badwanne unten durchläuft, von eigentlich einst durchs Auto durch, oder? Das sind so Sachen, die sie vielleicht gar nicht bauen können, aber dann musst du dich halt auch nicht darauf fokussieren und irgendwie erzwingen, so etwas zu machen, sondern bau etwas, das simpel ist, das schnell ist auf der Geraden und dann kommen eben genauso Strecken wie Silverstone und auf einmal rockst du. Und ganz ehrlich, hat es geregnet? Wer weiß, ob der vielleicht sogar auf ein Podium hätte fahren können mit so einem Auto? Who knows? Wenn es Ah, ein ich grosses hätte zum Beispiel Safety Car gegönnt, gegeben hat, er war in einer guten Position gewesen, weil er hat ja, was hat er gefahren? P8 schlussendlich. Wie viele Punkte hat er geholt? in Silverstone ist er schlussendlich auf P8. Ja, er ist P8 gestartet und P8 gelandet. Eben, und das in einem Williams. Also die Türen wirklich einfach nur krank. Also ich werde nur noch schnell festhalten, nur ganz kurz. FP1, P3. FP2, P3. FP3,
ist er auf P2 gefahren. Und danach im Qualifying, ich weiß gar nicht, im Qualifying hat es eben, glaube ich, geregnet. Oder es war, glaube ich, nass gewesen. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Es ist... Warte, das ist so ein Mix ist noch nass gewesen. Es ist, während dem Formel 2 Rennen ist es zu Slicks übergegangen und wo das Formel 1 angefangen hat, ist dann immer noch so ein bisschen halb Slicks, halb Intermediate Bedingungen gewesen. So ein bisschen unsicher. Stimmt, ja, aber genau. Weißt, er ist ja dann nachher auf ein P8 gefahren. Glaube ich? Oder warte mal. Startaufstellung. Mal P8 ist er gefahren, genau. Und ich glaube, wenn es trocken gewesen wäre, wäre er weiter vorgekommen. Also ich glaube, der Russell P6, P5 wäre noch drinnen gelegen. Oder so. Also P6, die beiden Mercedes hätten genau, weil Mercedes ist schon mit ihren Pace nirgendwo gewesen in den letzten 2 Rennen. Und es wäre so geil gewesen. Ey, das wäre so der Hammer gewesen. Oder stell dir vor, auf P2 steht er einfach so dort mit dem Mikrofon so, ja, hoi. Ja. Ey, ich hätte es mir so hart gegönnt, wirklich. Das wär absolut genial. Und ganz ehrlich, so wie er fährt, er wird es sicher erreichen, sogar mit Williams, bin ich fast überzeugt. Weil ich meine, das habe ich glaube ich das letzte Mal schon gesagt, ich sage es da, es ist so geil, wie er in dieser Season besitzen alleine mehr Punkte geholt hat als Haas, Alfa Romeo und Alpha Tauri. Ja, das ist insane, wenn du das vorstellst. Weißt du, was für eine fucking Goat, man, wirklich. Und vor allem, was ich auch krass finde, ist, er hat sich vor beiden Aston Martins qualifiziert. Aston ist momentan, die sind in Österreich haben schon gestruggelt gehabt und jetzt in England auch wieder. Weißt du, das frage ich mich. Ist es, dass alle Teams einfach einen riesen Schritt vorwärts gemacht haben und sie noch keinen vorwärts gemacht haben? Oder ist es, dass sie sich in eine falsche Richtung am entwickeln sind, dass sie ihr Konzept mittlerweile am Verhunzen sind? Es ist ja nicht so, dass sie wenig Upgrades oder etwas drauf da haben. Also ich hoffe es für Aston Martin, dass sie nicht ihr Auto am Verhunzen sind. Aber so viel ich weiss, ihr Startauto ist schneller als das, was sie jetzt haben, habe ich das Gefühl. Es wäre eben... Darum ist es eben schade, dass es nicht irgendwie so wie bei der DTM. DTM ist ja so, dass du in Hockenheim startest und es hört in Hockenheim wieder auf. Das wäre jetzt super geil, wenn jetzt in Bahrain das Rennen würde auch, also die Saison auch fertig sein würde. Dann würdest du sehen. Wie wäre es mit Brasilien? Fände ich schöner. Ja, dann müsstest du in Brasilien einfach auch anfangen. Aber weißt du, das wäre jetzt auch nicht so tragisch. Ich meine, das ist eine geile Strecke. Aber das Ding ist eben, du hast ja so wie nicht so einen Vergleich, weißt du, müsstest auf der gleichen Strecke fahren, um das wirklich rauszuspüren oder zu sehen an Zahlen und Fakten. Ja, sind sie schneller oder langsamer geworden? Ich habe eher das Gefühl, dass andere Teams schneller geworden sind und Aston zwar auch Updates gebracht haben, vielleicht auch etwas bringen, aber nur minimal, nicht so extrem. Weil, ich meine, schau dir Mercedes an. Mercedes, sie haben, also eben, jetzt abgesehen von England, dort haben sie wirklich, also ist Pace, also beziehungsweise sie haben hure schlecht ausgesehen. Da ist der Mick wieder in den Simulator gegangen und dann wieder alles ein bisschen umgekehrt und dann ist wieder besser gegangen. Ich meine, in Kanada ist das ja auch schon gewesen, oder ist es in Österreich gewesen, ich weiß es gar nicht mehr. Wo ja dort, oder Spanien gewesen, ich weiß auch nicht mehr. Irgendwo ist ja der Mick in den Simulator gegangen, dann haben sie ein neues Setup gemacht und dann FP3 sind sie plötzlich hure schnell gewesen. Nein, das war Spanien gewesen. In Spanien, glaube ich, gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass Aston einfach ein bisschen, ja, nicht falsche Updates gebracht hat, aber einfach zu kleine Updates oder einfach so Updates rausgebracht haben, wo ihnen nicht so viel bringen oder einfach der Effekt nicht so groß ist. Vielleicht sind es von den Simulationsdaten her schon recht gut gewesen, aber genau, Simulation ist immer noch Simulation und die Realität ist immer noch etwas anderes. Dann. Ich finde es schade, weil ich wünsche mir immer noch, dass der Alonso aufs Podium bzw. ein P1 holt. Ich würde es ihm so gönnen, das wäre so geil. Das wäre krank. Aber ich glaube, jetzt momentan ist er ein bisschen weiter weg davon. Also da sehe ich jetzt einen Norris oder so eher mal noch auf einem P1 plötzlich oder so. Absolut. Nein, also es ist sicher nicht mehr so, dass der Aston der zweitschnellste Karren ist. Weil das ist ganz am Anfang klar so gewesen. Wegen dem finde ich es eben auch so schade, hat der Lance einfach so scheiße performt. Also nicht, dass ich mehr erwartet hätte, aber ich meine, sie sind jetzt bei 181 Punkten. Red Bull hat sie überhaupt mit Mercedes hat sie überhaupt mit 203 Punkten. Das holen sie nicht mehr auf. Sie werden nicht mehr auf P2 kommen, sie werden Mercedes nicht einholen können. By the way,
Fun oder eben nicht so Fun Fact, nach 10 Rennen absolviert, hat Red Bull mehr Punkteunterschied zu Mercedes, als Mercedes überhaupt Punkte hat. 411 zu 200. Ja, das ist die, also eben, weißt, über die Saison an sich müssen wir ja nicht gross diskutieren, die ist gelaufen. Also da wird Verstappen Weltmeister werden und Red Bull Konstrukteur-Weltmeister. Also da gibt es nicht gross zu husten. Wird der Perez P2? Ja, aber ganz ehrlich, ein WM-Kampf um P2 ist weniger interessant als um die Championship an sich. Geht nicht um Spannung. Spannend aber ist, nein, ist der Perez holt sich nicht P2. Ich glaube schon, Ich glaube schon, dass es noch zurückrudern kann, aber ich meine, was sind jetzt 5 Rennen on the bounce? Alonso ist 20 Punkte, 19 Punkte hinter dran jetzt. Ja, da muss ein DNF wieder sein. Wieder im Q1 rausgehen und das ist schon wieder mal... Nein, also ich sehe da noch eher, dass ein Norris oder ein Russell oder ein Hamilton das noch einholen, weil ich das Gefühl, McLaren wird jetzt die nächsten paar Rennen vorne mitfahren. Ja, ist aber schwierig, weil Norris hat 42 Punkte momentan erst, gell? Und das Perez hat 110 Punkte mehr. Ja, klar, aber... Da müsste viel schief gehen. Ja, aber ganz ehrlich, dann ist er auch draussen. Wenn noch mehr schief geht, dann ist er draussen. Wobei, ich muss zwar sagen, beim Perez sind sie einiges mehr unterstützend und mit mehr Verständnis drauf. Ich meine, der Marco, seine Kommentare, die er gebracht hat gegenüber ihm, hat ganz klar gesagt, ja, der Perez, der hat schon immer Mühe mit dem gehabt. Das war uns ja auch bewusst gewesen, wo wir ihn gesigned haben. Ich weiß nicht mehr, in welchem Interview das war, echt mit Sky oder etwas. Ich weiß nicht mal, ob du mir das geschickt hast oder ob ich das einfach so gesehen habe. Der Christian Horner hat auch noch etwas so angedeutet, als eben, dass sie bei ihm nicht planen, ihn auszutauschen. Genau. Also, und ganz ehrlich, bei Red Bull kannst du dem eigentlich nicht Glauben schenken. Bei Pierre Gasly hat es nämlich bis einen Tag vorher rausgeschmissen worden, ist okay. Ja, das ist ja normal. Das ist normal. Aber du kannst ja nicht in den Medien sagen, so, hey, ja, er muss jetzt aufpassen, weil wir wollen schon Stimmen austauschen und so. Weil dann denkt sich der Fahrer gerade so, ja, Alter, da kann ich machen, was ich will, ich bin ja schon auf der Abschussliste. Nicht der Fries. Und beim Perez habe ich aber generell nicht das Gefühl, dass sie es machen. Weil ich habe das Gefühl, der Perez ist generell einfach einer, der marketingtechnisch bringt er viel rein. Ich finde, er bringt auch sicher sehr viel einfach Wissen mit, viel Erfahrung halt auch. Und er ist schlussendlich einfach ein guter Fahrer, vor allem ein sehr guter Rennfahrer. Ja, aber bevor wir jetzt weiter über den Perez reden, weil wir kommen nachher noch zum Perez. Ja. Wir sind jetzt voll abgeschweift, wir sind eigentlich noch beim britischen Grand Prix, gell? Ah ja, stimmt. Weil, wir sind ja beim Qualifying mit dem Elber, das ist jetzt abgerutscht, weil wegen Albon und so, mit Red Bull und so, holy shit. Also ich wieder irgendwie so einfach 15 Minuten Nonsens gelabert. Aber egal, für das lebt ja auch ein bisschen der Podcast da. Absolut. Nein, Qualifying, was natürlich rausgestochen ist natürlich klar, McLaren mit P1, genau. Schön wäre es gewesen, wenn es ein P1 gewesen wäre, aber P2 und auch der Oscar Piastri auf fucking P3. Und für ihn habe ich mich hure gefreut. Auch für den Norris habe ich mich hure gefreut. Aber für den Oscar habe ich mich auch sehr, sehr gefreut in seiner fucking Rookie-Season. Und ich glaube, Alpine hat sich hart irgendwie ein Headset reingebissen, wo sie das gesehen haben. Weil das schaffst du nicht einfach so, auch mit einem schnellen Auto. Ja, definitiv nicht. Das ist einfach Talent. Und also zuerst einmal vorab, wie hast du überhaupt die Chrome-Livery gefunden, die sie rausgehauen haben? Gut. Mega schön. Ja, da sind wir dann von der gleichen Meinung. Das finde ich sehr gut, da haben wir das Thema auch schon angeschaut. Es hat mich so aufgeregt, Alter, wo sie die Montage hochgeladen haben, mit diesen geilen alten Erinnerungen zu der Chrome-Livery und habe richtig Freude gehabt. Und nachher tun sie noch ihr Profil-Ding ändern auf das Chromige. Ich dachte, ja, Halleluja. Und ich weiss noch, wie ich das meinem Kollegen gezeigt habe und ich so, boah, schau mal, sie werden Chrome-Livery machen. Nachher gehe ich einen Post weiter, ist ein Slide
wo wieder so Sachen kommen und dann sieht man das leaked Foto. Ja, das habe ich auch gesehen! Alter, ich war so abnormal enttäuscht gewesen. Ja! Das Einzige, was mir gefallen hat, sind die neuen Racing Suits gewesen. Die haben wirklich geil ausgesehen, so in Weiss. Aber Alter... Ja, vor allem einfach, weißt du, wenn du schon ein Chrom-Livery machst, dann mach alles Chrom und nimm doch das scheiß Orange raus. Ich verstehe nicht, dass... Nein, sie könnten ja sogar das Orange auf dem Sidepod lassen, das war ja mit der Vodafone noch so gewesen. Aber machen doch alles andere Chrom. Ja, aber... Und das ja. Blau. Aber weißt du, der McLaren 214 war komplett verchrom gewesen, der hat hure geil ausgesehen. Ja, Mann. Und es wäre einfach geil gewesen, wenn alles chrom gewesen wäre. Aber nein, das hat mich hure gestresst. Also, viele haben gesagt, sie finden ihn schön. Ich habe ihn richtig wüst gefunden. Ich habe Ich habe ihn ehrlich gesagt schöner gefunden. Also vor allem, desto länger das Wochenende gelaufen ist, desto schöner habe ich ihn gefunden. Und ich habe ihn generell schöner gefunden als das normale Design, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das ist halt einfach das normale Design schon einfach aus Kollege, der gekotzt. Vergleichen mit dem Originaldesign ist schon hure schwer. Also, ganz ehrlich, das sollte das lieber einfach der Triple Crown weiterfahren. Die Livery war einfach schön gewesen. Die hat gut ausgesehen. Ja. Aber der Triple Crown verteilen auf das Jahr über. Ja, aber nein. Viele haben eben gesagt, sie finden sie hure geil. Ich habe es nicht geil gefunden. Ich habe es wirklich nicht geil gefunden. Klar. Aber weißt du, wieso haben sie es so müssen machen? Wegen Google Chrome. Nein. Sie hätten es ja gleich können, ganz durchziehen mit Google Chrome. Die Problematik ist hauptsächlich dass Teams über das Jahr drüber sehr limitiert sind mit der Delivery vom Auto. Das ist nicht gleich wie mit den Helmets, wo die Fahrer dürfen machen, was sie wollen. Mit dem Auto bist du, glaube ich, limitiert auf 2 Liveries. Du kannst die Livery an und für sich ein bisschen ändern, Farben ändern, alles drum und dran, aber du darfst nicht die Identität vom Auto mehr als 2-mal geändert haben. Und mit der Triple Crown Livery haben sie das schon einmal gemacht. Also ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, dass man vom Regelwerk einfach so halt auch ein bisschen zurückgehalten wird. Das ist einmal das mein Verständnis davon. Früher hat es, also wirklich ganz früher hat es das ja eh nie gegeben, dass man die Livery immer irgendwie wieder angepasst hat. Oder auch, also wenn ich mich so zurückdenke, so ja, es ist vielleicht ein Team hat es mal in der Saison gemacht, aber ich meine, jetzt ist es ja so, dass ja eben Red Bull macht für USA-Rennen eine spezielle Livery oder tun sich ein bisschen anpassen. Williams macht ja auch für Singapur jetzt noch eine. McLaren hat es jetzt auch in den letzten paar Jahren immer wieder gemacht. Das ist halt so ein bisschen in den Trend gekommen. Auch Ferrari mit dem ist nicht Ferrari mit dem, nein, die haben einfach den Rennanzug haben gelb gehabt. Das Auto war nicht gelb gewesen, oder? Nein, es war nur der Rennanzug. Nein, sie haben irgendwie so... Ja, wenn aber der Ferrari geil gewesen wäre, wäre es richtig geil gewesen. Aber sie haben ja meistens so ein dunkles Rot gehabt oder so für Eisrennen. Ja, das ist im Mugello. Mercedes hat ja mal... Oh, Mercedes 2019, der Weisse mit der weißen Schnauze vorne, der 50er-Style. Der war geil gewesen. Der hat wunderschön ausgesehen. Eigentliche Japanese Grand Prix Red Bull von ja, der ist natürlich auch... Hey, sorry, aber das finde ich mit Abstand eine von den geilsten Autos mit der Livery zusammen, wo wir hatten in den letzten, weiss nicht wie viele Jahren. Also, McLaren Gulf Livery. Sehr geil. Ich habe die am schönsten gefunden. Also, der Red Bull in Weiss hat auch wirklich geil ausgesehen und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war wirklich eine dicke Ehrenaktion von Red Bull, dass sie trotz, dass sie ja nicht auf Japan gegangen sind wegen Corona in der Türkei, die Livery dann gleich drauf gehauen haben und gleich damit gefahren sind. Das war, glaube ich, der türkische Grand Prix, wenn wir nicht täuschen. Und das hat, also da haben sie ja gemacht als Dank für die Zusammenarbeit mit Honda. Ja, genau. Und da muss ich dann schon hoch anrechnen, dass sie das gleich noch gemacht haben, obwohl sie nicht in Japan gefahren sind. Sie haben ja auf der Seite und hinten dran haben sie ja Arigato geschrieben auf Japanisch. Das hat verdammt geil ausgesehen, Mann. Keine Ahnung, ich kann nicht Japanisch. Aber es hat wirklich, das Auto hat wirklich mega schön ausgesehen. Also, aber ich finde der McLaren 221 Gulf Livery ist, würde ich schon sagen, in meinen Augen die schönste Livery gewesen, die es bis jetzt so, sage jetzt mal, in der neueren Formel 1 Generation so gegeben hat, sage jetzt mal. Ja, nein, also kann ich auch absolut unterschreiben. Also ich finde, die sind absolut on par, die 2 Liveries, aber also
Liveries seien dahingestellt. Liveries machen nicht unbedingt schnell, bei McLaren anscheinend schon. Wir kommen wieder zurück zum Silverstone Grand Prix. Genau, wie wir immer abschweifen von dem Grand Prix. Also, McLaren, also aber muss man wirklich sagen, brutale Pace. Also, Rennpace war voll rum. Und ich weiss noch. Wahrscheinlich ist das wegen dem Chrom, ist ein bisschen windschnittiger oder so. Ja, und das Ding ist eben das so, ich weiss noch, ich habe. Wem war das mit dem Joel? Grüß gehen raus an Joel. Haben wir so geschrieben, ja, McLaren wird wahrscheinlich zurückkehren. Dann habe ich ihm gesagt, nein, McLaren bleibt da vorne. Wer will sie einholen? Ferrari, die versauen es wieder mit der Strategie. Und die einzigen potenziellen Gegner, die ich gesehen habe, war eigentlich Mercedes gewesen. Aber Mercedes hätte so schlecht ausgesehen in den Trainingsphasen. In die Long Runs sind nicht so wahnsinnig gut gewesen, wie sie sonst immer sind. Darum habe ich gedacht, so, ja, mal McLaren könnte es vorne eigentlich echt packen, wenn sie die Pace beibehalten können. Und McLaren hat ja eigentlich im FP1 und FP2 auch nicht wahnsinnig stark ausgesehen. Die sind ja auch ein bisschen hinten nachher gedümpelt. Und dann im FP3 sind sie plötzlich voll dabei gewesen und dann Qualifying auch. Vielleicht haben sie halt einfach auch nicht ihre Hand zeigen, gell? Weil sie haben wahrscheinlich schon gewusst, dass jetzt mit dem neuen Frontwing noch das Paket halt einfach auch complete ist, schlussendlich. Und wenn wir mal einfach realistisch sind, Mercedes hat sich nicht den P3 geholt, wenn sie kein Safety Car hätten. Der Piastri wäre auf dem 3 geblieben. Ja, voll. Das wäre definitiv die Story of the Season gewesen, Alter. McLaren, wo einfach reinscheisst am Anfang der Saison mit ihren 40 Punkte gerade an Dings kommen, an Silverstone Grand Prix, und nachher haben sie einfach ein P2 und 3 und noch viel gewaltiger ein P3 von einem Rookie. Wo hat also nicht nur im Qualifying, sondern hat auch einfach im ganzen Rennen über einfach die gleiche Pace gefahren ist wie der Norris. Es war nicht viel dazwischen gewesen. Klar, Norris war ein bisschen schneller gewesen, aber es war nicht viel dazwischen gewesen. Schlussendlich, was mich einfach am meisten gefreut hat, ist die Fans. Also nicht nur ist es eine von der grössten Formel-1-Veranstaltungen ever gewesen, ich glaube 450'000 aufwärts. 480'000. 480, genau. Also nur schon das ist krank. Aber fast eine halbe Million Leute dort. Ja. Ich habe mir einfach die ganze Zeit gedacht, für das schaue ich Formel 1. Ich habe die ersten 3-4 Runden einfach konstant Gänsehaut gehabt, wie sie geschrauen haben und wild gegangen sind. Hey, wo der Norris vorbeigegangen ist, wie sie geschrauen haben, alle so richtig gefreut haben. Richtig jetzt geil. Stell dir vor, und ohne Scheiß, mir stellt jetzt gerade wieder die Haare auf, ich habe schon wieder Gänsehaut. Stell dir vor, im Red Bull wäre irgendwie der Motor abverreckt bei Max. Ja. Hey, was das für Szenen wäre. Da wäre Szene gewesen. Silverstone wäre jetzt noch am Feiern. Das wäre wie wenn Napoli irgendwie die Champions League oder so gewinnt, wo einfach ganz Napoli nur noch ein Fest ist für eine Woche lang oder so. Das ist... Ja. Wir können wirklich jetzt gerade... Stell dir vor, eben, Max wäre rausgefallen, dann wäre ja dann nachher Lando P1 und der Hamilton wäre P2 gewesen. Also ein britisches Podium und dann nachher der Oscar wäre auch noch drauf gewesen und der Oscar, die Briten haben ja den Oscar auch wirklich sehr gern. Ja. Und das wäre ein riesen Ding gewesen. Das Video, das ich kurz vor dem Podcast noch geschickt habe, wo das ist so herzig, wie der Adam Norris, im Vater, für einen Oscar am reincheeren ist. Einfach so, go on, Oscar, go on! Ja. Das ist so herzig. Also, das ist wirklich gute Atmosphäre dort, gute Storys dort. Also, das ist für mich die Story of the Silverstone Grand Prix McLaren. Ja. Das ist einfach unglaublich. Und für mich auch, wir tun ja immer wieder gerne Driver of the Days durchgeben, das haben wir jetzt in Österreich vergessen. Ja, für mich, Driver of the Day, Oscar Piastri, ganz klar. Nein, würde ich schon Norris sagen. Ich sage nur nicht Norris, weil du Norris... was klar ist, dass du Norris sagst. Norris, also der Norris ist ja auch wirklich geworden und ich glaube, in Österreich ist sogar auch der Albon geworden. Ja. Aber der Norris hat Norris war in Österreich gewesen. Das haben wir noch angeguckt. Are you sure about that? I'm very sure. Okay. Anyway, jedenfalls. Der Norris in England, ganz klar für mich, wegen dem Battle mit dem Hamilton. Der Hamilton in Mercedes so auf Softs und er im McLaren auf Hards. Und er hat schon geflucht am Funk, dass er noch auf Hards fährt und er hinten drauf auf Softs hockt. Und der hat verteidigt und gekämpft und da und der Hamilton hat dann einfach plötzlich aufgegeben, weil einfach wahrscheinlich seine Reifen eingegangen sind, weil sie wahrscheinlich ein bisschen, ich weiss nicht, warm geworden sind, keine Ahnung. Aber der ist gefahren dort und hat verteidigt den zweiten Platz. Also
Für mich absolut verdienter Driver of the Day gewesen dort. Und auch dementsprechend verdienter P2. Und ich finde es immer wieder herzig. Und das rechne ich auch wirklich im Hamilton. Und das war wieder, der ist sowieso Mercedes-Hamilton-Fan und so. Aber, Alter, du kannst ja sagen, was du willst, der Hamilton hat den Lando Norris wieder in den Himmel hochgeklappt. Er hat ja den Lando hat er ja wirklich gern. Und er sagt immer wieder, wie gut das er fährt und alles drum und dran. Und hat ihm auch wieder mega gratuliert. Er hat sogar auch das McLaren-Team gratuliert. Er hat gesagt, er hat ja sogar seinen Post hat er bei sich in Instagram repostet. Also im Norris Post hat er Hamilton repostet bei sich selber im Instagram. Und er hat geschrieben, er sagt, hure happy, er freut sich mega für das McLaren-Team. Und das rechne ich im Hamilton so hoch an, weil ich meine, all seine riesen Erfolge, die er in der Formel 1 geholt hat, hat er ja mit Mercedes geholt. Er ist ja von Mercedes auch in der Jugendkategorie gepusht worden. Er war ja Mercedes Junior eigentlich. Also beziehungsweise dazu mal war es ja McLaren Mercedes gewesen. Aber er war ja eigentlich auch Mercedes im Hintergrund immer gewesen. Ja, definitiv. Und er hat trotz all seinen Erfolgen nie vergessen, wo er angefangen hat. Und das rechne ich ihm hure hoch an. Weil das macht nicht jeder. Ich meine, klar, er hat auch mit McLaren einen Championship gewonnen, aber das war einer. Die restlichen 6 hat er mit Mercedes geholt. Und das finde ich trotzdem immer mega schön, dass er hure Freude hat, beziehungsweise dass er sich immer freut für McLaren, wenn sie gut abschneiden, weil er auch weiss, wodurch das sie gegangen sind in den letzten paar Jahren. Und vor allem, dass er sich auch immer für den Norris freut, wenn er irgendwie abräumen will. Ich habe das Gefühl, dass er selber ein bisschen sich ein bisschen im Norris innen sieht. Also der Norris einfach ein bisschen die jüngere Version ist, blöd gesagt. Weil der Norris hat Talent, sind wir ehrlich. Er hat zwar auch Geld, darum ist er auch relativ schnell durch die Jugendkategorie durchgekommen. Aber er hat auch viel Talent. Und so. Ich wünschte ihm wirklich mal einen Championship-Fight und ich wünsche ihm auch einen Championship, definitiv. Aber da haben wir auch schon mal gesagt in einem Podcast, das wird wahrscheinlich nicht mit McLaren zusammen sein. Ja, es ist halt schwierig zu sagen, weißt. Also ich habe eben auch ehrlich ein bisschen die böse Vermutung oder das böse Gefühl, dass wenn McLaren mal hoch wäre oder hoch würde kommen, gerade in der jetzigen Situation wahrscheinlich auch ein Hamilton lieber zu McLaren würde übergehen, auch für weniger Geld, weil es fühlt sich immer wieder ein bisschen so an, wie du vorhin schon angetönt hast, er lobt das Team immer bis am Bach haben und den Norris hat er sowieso gern und das wäre auch ein absolut krankes Driver-Pairing. Also nicht gegen Russell, ich finde, der macht auch einen super Job, aber der Russell ist so ein bisschen... Der Russell ist halt einfach mehr... Er spitzelt immer gegen den Hamilton, weißt du, was ich meine? Und vor allem der Russell würde jetzt mehr... der Russell würde jetzt mehr zu einem Albon eben passen, weißt du, als Teammate. Ja. Weil ich einfach das Gefühl habe, also gut, der Norris und der Hamilton, die sind ja jetzt auch vom Altersunterschied, ist ja eine grosse Spanne dazwischen. Aber ich glaube, es ist einfach so halt, dass auch beide Mobile für das Team gefahren sind oder der eine fährt noch für das Team. Das verbindet dich halt doch anders als einer, der halt da über Mercedes Academy aufgekommen ist. Kommt, ja. Also das ist sicher mal etwas. Also eben das Team, wo man sich ein bisschen wohlfühlt, wobei nicht, dass er sich bei Mercedes nicht wohlfühlt. Aber ich denke, etwas, was auch noch gross trainieren spielen ist, was sind es für Fahrer und was suchen sie in ihren Teammates. Ich habe das Gefühl, der Lando und der Hamilton sind eher Fahrer, die auch ein bisschen darauf angewiesen sind, dass man ein gutes, gesundes Verhältnis im Team hat. Und ich habe das Gefühl, der Russell, vielleicht nicht zwar unbedingt der Albon, aber sicher der Russell ist einer, der braucht Competition, der braucht einen, der sich immer an ihm messen und so und einfach wirklich gegen jemanden fahren innerhalb von einem Team. Das ist so einfach der Eindruck, den ich vom Russell habe. Anyway, also... Gut, der Russell ist mir ja persönlich nie so extrem sympathisch gewesen. Ja. Er mag schon lieber sein, aber ja, ich weiss nicht. Mir selber ist er nie so richtig sympathisch gewesen, vor allem halt einfach mit dem Vorfall mit Bottas und so, weil Bottas habe ich wirklich sehr gern. Eben meine, das Manöver in Imola, wo er den Bottas abgeschossen hat und so und er dann nachher ja wirklich nicht eingesehen hat, dass es sein Fehler war. Bottas hat ja die Schuld gegeben und so. Dort hat er sich bei mir schon auch ein bisschen unbeliebt gemacht.
Ja, aber weißt du, schlussendlich denke ich auch wieder, das sind halt auch noch die jungen Fahrer oder die jüngeren Fahrer. Ich meine, schau mal den Verstappen an, gut, der ist auch noch jung, aber, aber ich meine, schau, wie der am Anfang gefahren ist. Also alle haben jetzt nicht Kass gehabt, aber er hat halt wirklich den Ruf gehabt, halt, ja, eben Moving on Braking, für das war er bekannt gewesen. Und ich weiss so teilweise 2015, wenn du siehst, wo der gefahren ist und so, ich weiss genau eine Situation, 2015 Spa, habe ich geschaut im Fernsehen und dann nachher ist, glaube ich, der Kimi hinter ihm und hat sich aufgeregt und dann nachher hat er wieder so die ganze Zeit Moving und Braking gemacht und ich habe mich auch hure aufgeregt. Ich dachte, Kollege, schmeiß den mal raus, Mann. So, lebensgefährlich, wie du fährst, Mann, und so. Aber irgendwo durch ist es halt normal, dass die halt einfach alle Erfahrung sammeln und du machst halt von Anfang an nicht alles perfekt. Ich meine, ja, sie Mazepin, gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Ja, okay, das kannst du jetzt nicht vergleichen. Ja, aber der hat einfach gar nicht können. Genau, das ist es halt. Weißt, man muss nicht beliebt sein, zum erfolgreich zu sein. Oder? Das spielt absolut keine Rolle. Okay, es hilft vielleicht, zum Teil einen Sitz an einem Ort hier oder da zu bekommen, aber schlussendlich musst du gut können fahren. Und ich meine, der Fahrer, wo wir uns jetzt wieder darüber aufregen, ist der Stroll, oder? Der macht gefährliche Manöver und Scheissdreck. Und das ist etwas, was ich noch ganz kurz antouchen am Silverstone Grand Prix, was der wieder geleistet hat, wie er den Gasly rausgehauen hat. Zuerst drückt er sowieso mal einmal raus, nachher geht er noch einmal von der Strecke, kommt wieder drauf und fetzt den Gasly raus. Hey, nein, ich habe mich so aufgeregt, meine Sprachnotiz. Ich könnte es wahrscheinlich hier gerade einfügen, also ich war richtig hässig gewesen. Nein, es ist wirklich, das ist einfach unter aller Sau und ja, ich wollte das einfach nur mal ganz kurz ansprechen. Ja, nein, also ganz ehrlich, der Stroll, eben, also es ist ja eben, das haben wir schon jetzt auch in den letzten 2 Podcasts oder so angesprochen, es ist ja lächerlich, dass er immer noch in der Formel 1 ist, eigentlich mit einem Auto, eben, ich meine, siehe Fernando, was er macht mit dem Auto und schau, was er macht. Es geht einfach nicht auf. Ich glaube, Pace-Differenz ist nirgendwo grösser in einem Team als dort. Ich glaube auch sogar, dass der Sargent und der Albon näher beieinander sind, was Zehntel pro Laps betrifft. Bin ich mir sicher. Also darum, also ich weiss nicht, wie lange das so der Lawrence Novitt, es ist schon gerade das Video durch den Kopf durch mit der Präsentation, wo das durchläuft, aber ich weiss nicht, wie lange das er noch dort möchte noch zuschauen, aber ich meine, es gibt einen Drugovic, den sie dabei haben im Team, wo sicher näher dran wäre bei einem Alonso und sonst gibt es einen Haufen andere Fahrer auf dieser Welt, die viel besser sind als er. Oh ja, nicht nur viel besser sind, aber auch gut in so ein Team würde reinpassen, oder? Weil ich meine, das Team hat Aspirationen, übernächstes Team um Championships zu fighten. Und dann kannst du nicht einen Fahrer wie einen Stroll drin haben. Dann musst du Fahrer wie einen Norris aufgabeln, einen Albon, weißt du, auch Drugovic ist vielleicht nicht die richtige Wahl, aber den werden sie wohl irgendwo können unterbringen. Zum Beispiel eben gerade mit einem Swap Albon gegen Drugovic, Williams und nachher zum oh mein Gott. Du könntest es so machen, dass der Albon zu Essen nimmst mit dem Alonso zusammen. Wenn der Alonso retired, holst du dann den Drugovic wieder. Oder du könntest die würden so geil zusammenpassen. Latifi. Yuki Tsunoda mit dem Alonso zusammen. Alter, das wäre so eine geile Fahrerkombination. Und ich meine, ganz so unrealistisch ist es nicht, weil ich bin noch nicht überzeugt, dass Tsunoda sein Red Bull-Team schafft. Aber Honda wird ihn 100'000% unterstützen. Und die werden ihn unbedingt bei Aston Martin haben. Und ich finde, er ist schon genug gut, um ein guter Nummer 2 zu sein gegenüber zum Alonso. Ja, und ich meine eben, der Alonso wird ja auch nicht mehr ewig fahren. Ich denke bis 26 maximal. Also bis und mit oder bis Ende 25. Und dann wird er wahrscheinlich dann schon mal wirklich aufhören jetzt. Ja. Weil... Also klar, so wie er fährt, muss er eigentlich noch nirgendwo hergehen. Ich meine, er fährt ja noch alle um die Tour rum. Oder wenn das Auto wirklich läuft, kann er alle um die Tour rumfahren. Aber ja, wieso nicht? Also ich kann mir gut vorstellen, der Yuki bei Aston. Das wäre auf jeden Fall eine gute Chemie, weil der Alonso liebt den Yuki. Das würde mega gut zusammenpassen. Ja. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. So der Yuki mit einem grünen Anzug. Wäre ein kleiner Luigi dort. Ja, nein, also ich muss sagen, ich finde Essen eigentlich an und für sich so für die Zukunft, eben jetzt mit ihrer Facility, das hast du ja auch gesehen, haben sie ja Luftaufnahmen gezeigt, wo ja Essen ihre Facility haben, wo der Silverstone Grand Prix ist, das ist ja wirklich nebeneinander.
Und die haben jetzt wirklich eine riesen Anlage und ich glaube jetzt auch wirklich, wenn dann mal dort alles zu laufen kommt, dass dann dort doch nochmal so ein bisschen Performance-Sprung zu erwarten sein wird. Ja, Und ich meine, das könnte ein neues Mercedes werden. ja, das könnte schon, ja. Gut, ich denke, mit Honda Engines könnte das schon noch gut funktionieren. Ich Ja, glaube, je nachdem, wie viel Geld im Umlauf ist. Vielleicht passiert auch wieder ein Braun, dass Aston sagt, wir haben zu viel reingebuttert und immer noch zu wenig Resultate, ziehen sich zurück und ja, hinterlassen eine absolute Goldmine mit dieser Facility. ja, Und ja. egal also, was passiert, Facility sowieso, ja. egal was passiert, die Leute, die dort arbeiten, werden, egal unter welchem Namen, in den nächsten paar Jahren hohen Erfolg haben. Ja. Wie ist das überhaupt? Das weißt du vielleicht gerade. Dings, Honda, sind die eigentlich noch aktiv an der Entwicklung von der Red Bull Powertrains beteiligt bis 26? Oder sind die schon ihre eigenen Motoren am entwickeln für 26? Weißt du, so wie Audi? Es ist also, sie wären rein theoretisch am entwickeln, nur haben sie zuerst reingeschissen. Ihr Plan wäre gewesen, mit der Red Bull so eine Partnership aufzubauen, à la Honda Red Bull Racing, à la nicht nur Hauptsponsor, sondern ein riesen Teil, an Delivery beteiligt und alles drum und dran und Hauptmanufakteur vom Motor. Aber weil Red Bull jetzt halt ihre Red Bull Powertrains Division aufgeschaltet haben, lassen sie das nicht mehr zu. Sie lassen sich von den Honda-Leuten noch helfen, aber sie sind im Prozess, alles umzuschulen. Und sie haben jetzt einfach noch Mitarbeiter von Honda, die ihnen helfen dabei. Aber auch wenn noch Honda drauf steht, effektiv Honda hat nicht mehr gross etwas zu entscheiden, weil sie haben wirklich einfach zu fest verkackt bei Red Bull. Red Bull lässt sie nicht mehr machen. Also eigentlich jetzt schon ist Red Bull Powertrains effektiv Red Bull Powertrains mit ein bisschen Unterstützung von Honda. Und, Aber du heisst, Honda... ja, deine Du zweite bitte? Vermutung heisst, sie sind wirklich mit dem Grind langsam aber sicher auf 2026 fokussiert. Und sie sind zwar noch nicht direkt mit Aston am Arbeiten, soweit ich weiß, aber soweit ich verstanden habe, ist schon so, dass sie sich auf 2026 Motoren am Fokussieren sind momentan. Okay. Ja, gut. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass sie dann nachher so ein bisschen nicht, dass sie es ein bisschen verkacken. Also ich finde es ja eh krass, weißt, ich meine, eben, das musst du dir mal vorstellen. Also, ich meine, klar, wir kriegen ja schon ins Loch über, eben, wenn es so ein Fahrerwechsel und alles so geht oder eben so wie dem Team etwas so passiert, aber ich meine, du musst jetzt mal so rein so für so den Weltmarkt sehen. Ich meine, Honda ist wirklich, sind brutal intelligente Köpfe, wenn nicht sogar die intelligentesten Ingenieure, was Automobiltechnik anbelangt. Also wenn etwas Neues rauskommt an Technik, meistens ist Honda, Toyota, meistens das sind eigentlich immer die Japaner oder Koreaner, wo wirklich so die neueste Technik drin haben, wo dann nachher die europäischen Autos reinkommen. Und ich stelle mir einfach das so vor, wie Honda, also wie dort, also ich weiss nicht, wie es wirklich hin und her gegangen ist dort intern, aber ich kann mir vorstellen, dort müssen Köpfe rollen, wo es nachher geheißen hat, hey, Red Bull schafft nachher mit Ford. Weil die kriegen jetzt Ford. Die haben eigentlich so den Five-Head-Move gemacht. Ford, also ich meine, ich arbeite ja selber mit Ford. Ich weiss, wie ihre Hybridsysteme funktionieren und ihre Technik funktioniert. Und alter Schwede, die kommen jetzt einfach alles geschenkt über, weißt du? Und Die ganzen Daten und eben, alles. Daten, Baupläne und wie was Vor allem funktioniert. Marketingtechnisch. Bei Red Bull, Alter. Ja. Die werden so viel Cash machen. Ja, und meine Ford ist ja jetzt wirklich, Ford ist, was Motorsport anbelangt, ist Ford wirklich ein Urgestein und auch, weißt, wirklich brutal erfolgreich. Sei es 24 Stunden Le Mans, sei es WRC, wo sie auch immer sehr stark waren früher. Also sie sind auch jetzt noch, es ist nur WRC, also Top-Kategorie, wo sie momentan am schwächer sind, aber im WRC 2 und 3 sind es eigentlich das Team, wo du eigentlich fahren willst, mit Ausnahme von Skoda vielleicht noch. Eben, und vorher ist ja noch, sie sind ja auch schon in der Formel 1 gewesen, dazu mal mit Stewards zusammen. Ja, also eigentlich Stewart, nachher Jaguar, was nachher Red Bull geworden ist. Also ich sage nur, es ist... Ja gut, das kommt Jaguar alles ist full ja, circle. Jaguar sind doch mit Crossword-Motoren gefahren. Das ist ja eigentlich Ja, nicht mehr Ford Cosworth, eigentlich, ja. Das Ja. ist eigentlich nur Ford. Ist so drauf, zusammen wo runter Ford gewesen. drauf steht. Ja. Ist eigentlich wie jetzt.
Ja, ähnlich ist es schon wie jetzt. Aber weil eben Ford ist ja eigentlich, eben, was so Motorsport anbelangt, wirklich ein Urgestein und die kommen schon draus. Aber eben, was so Hybrid-Einheiten anbelangt, so, da haben sie sich immer ein bisschen zurückgehalten und jetzt sind sie voll dabei und kriegen noch alles geschenkt über von einem Team, das momentan an der Spitze fährt. Und das finde ich eben hure krass. Also Ford hat sich da sicher, wo sie den Deal abgeschlossen haben, die haben sich ins Füßchen reingelacht. Die haben gedacht so, was für Idioten. Was für Idioten, wirklich alles geschenkt. Weißt du, wie viel Geld haben die sich können jetzt sparen mit dem? Weil ich meine, Ford ist ja wirklich nur, sind sie nur für die Hybrideinheit zuständig, oder? Habe ich gemeint. Also soweit ich weiss, es ist einfach ein Technical Partnership. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die wirklich groß etwas zu sagen haben. Ich glaube, sie werden einfach... Also sind sie aber mit dem Brand dabei? Also sie sind hauptsächlich mit dem Brand dabei, aber Red Bull wollte volle Kontrolle haben und sie werden technische Unterstützung geben. Aber, ja, aber ganz ehrlich, das ist doch dann scheißegal. Ja, aber ich ganz ehrlich, ich sehe nicht, was Ford irgendwie noch so Red Bull bringen. Von technischer Sicht. Ich sehe es nicht. Ja, aber gut, ich denke, das ist so ein. Das ist natürlich wahrscheinlich mehr auch wieder so ein bisschen, weißt du, das hat ja früher auch Aston Martin, Red Bull hat es ja auch gegeben. Und das ist ja einfach, Aston Martin ist einfach ein Brand-Sponsor gewesen. Und ich denke, jetzt mit Ford wird es etwas Gleiches sein. Es heisst ja nicht Ford Red Bull, es heisst ja, glaube ich, Red Bull Ford. Oder irgendwie Ford Performance, irgendwie so etwas. Ja. Und also, ich find's für Ford finde ich es cool, weil, also ich sage jetzt, das nicht nur, weil ich Ford selber fahre, aber ich finde Ford finde ich einen coolen Brand. Die machen eigentlich coole Autos. Und das sage ich nicht nur, weil ich sie verkaufe. Ich finde Ford wirklich coole Autos. Und ich finde es auch cool, dass sie eben mit Red Bull zusammen arbeiten. Ich finde es einfach nur hart oder auch ein bisschen, wie soll ich sagen, irgendwie einerseits Glück und irgendwie einfach kann man auch sagen, so die verdammten Bastarden kriegen einfach alles in den Arsch gedrückt über, weißt du, zu sagen. Also, weil eben die werden safe Einblick in die Motoren bekommen und das wird alles safe in die Automobilindustrie abgeglichen werden und alles. Und dort finde ich es eben dann schon ein bisschen frech, muss ich sagen. Was meinst du, wird's... Warte jetzt, ich muss mich konzentrieren. Red Bull Racing, Ford Performance, Oracle, Red Bull Powertrains Formula One Team heißen. Das ist ja noch länger als da der Emilia Romagna da, irgendetwas Katar oder Airways, die Made in Italia Grand Prix. Anyway. Nein, ich denke es wird wahrscheinlich einfach irgendwie so ein, also die Frage wird sein, ob da der, wie heisst der Hauptsponsor, den sie jetzt haben? Oracle, ob der überhaupt noch weiterhin der Hauptsponsor bleibt. Nein. Oder ob der gedroppt wird dann und dann nachher eben durch Ford ersetzt wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwie heisst eine Red Bull Ford Performance oder so etwas. Ja, also das Red Bull Powertrains wird im Fall ziemlich, das werden sie safe relativ deutlich machen. Also es heisst ja jetzt schon RBPT. Ja, aber lustigerweise steht der Fall, ist überall innen noch Honda RBPT. Ja. Genau. Das ist jetzt, für dieses Jahr hat Honda sich noch einen letzten Deal können ergattern. Ab nächstes Jahr wird es ziemlich sicher nur noch Red Bull Powertrains heißen. Okay. Ja, es ist schon. Ja. Also damit, eben das mit dieser Motorengeschichte. Eben, und auch, das ist eigentlich auch so fast schon ein bisschen wie eine Silly Season, wo einfach auch Fahrt aufgenommen hat, jetzt vor allem nach Großbritannien. Und eben bei den Motoren ist es auch so. Und es ist einfach eine spannende Geschichte. Aber eben, die Silly Season, die hat. Ja, kann man jetzt sagen, schon ein bisschen angefangen. Vielleicht nicht gerade direkt, aber indirekt. Nein, ich finde, sie hat big time angefangen, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist einfach wieder mit einem Knall gekommen. Es ist so wie der Tweet vom Oscar Pastry. Sorry, ich habe fast seinen Namen falsch gesagt. Nein, jetzt geben dann alle, ich meine wirklich, dass er Pastry heißt. Ich meine der Oscar Piastri. Der hat ja letztes Jahr den Tweet rausgehauen, er wird nicht für Alpine fahren. Und hat aber dann nicht gesagt, wo er fährt. Und ja, viele von euch wissen ja, nach dem Silverstone Grand Prix sind noch Pirelli Reifentests auf dem Grand Prix, wo unter anderem der Danny Ricciardo wieder mal zurückgekommen ist und dann nachher mit dem RB19, ist das genau, heisst er? Yes. Gefahren ist. Er hat sich gespinnt, by the way. Und gräbelt. Er hat sich aber eigentlich gespinnt. Und ja, aber also ganz kurz wegen des Spin. Kein Reifenwärmer, härtere Reifen, als sie bis jetzt hatten, auf einem extrem kalten Track am etwa 9 Uhr am Morgen. Also, ja. Spin kann man das nichtig betrachten. Aber, hast du gewusst, dass er mit
der Reifen, wo sie am Silverstone Grand Prix gefahren sind, auch gefahren ist? Ja, hat er mit denen die Time Nein, gemacht? also die Zeiten, die er gemacht hat, also es ist ja so, er ist Zeiten gefahren, ich habe es doch gerade irgendwo offen gehabt, jetzt haben sie wieder nicht mehr offen. Er ist Zeiten gefahren, wo nicht, ich glaube es etwa 5 Zettel an die Polzeit von Verstappen hergekommen ist. 7 Zettel. 7 Zettel. Ja. Und die ist er gefahren mit den Reifen, die sie auch am Silverstone Grand Prix hatten. Und jetzt musst du dir das mal überlegen, der ist mit diesen Reifen gefahren auf einer Strecke, die 2 Tage schon wieder abgekühlt ist oder einen Tag sicher abgekühlt ist. Weil, ich meine, der Verstappen hat ja die Zeit gemacht auf einer warmen Strecke, wo ein paar Autos schon drüber geballert sind. Und bei ihm ist niemand drüber geballert. Ja, und es war nicht 9 Uhr am Morgen gewesen. Also kannst du dir mal vorstellen, was der eigentlich für eine Zeit gefahren wäre, wenn es um die gleichen Bedingungen gewesen wäre. Ja. Woo! Dementsprechend, ganz ehrlich, ich verstehe auch die Schlussfolgerung, die passiert ist, weil, okay, es ist schon klar gewesen, dass der Nick wahrscheinlich wird gehen. Also, nicht wahrscheinlich, es ist eigentlich schon klar gewesen, weil... Also die Gerüchte hat es schon länger gegeben. Genau, und ich meine, wenn Red Bull mal so Kommentare rausholt, und vor allem der Marco, wie die Leistung längert nicht, dann weisst du eigentlich, dein Schicksal ist gesegnet. Und, Musst gar nicht mehr kommen. musst gar nicht mehr kommen. Und das ist halt nur so eine Frage, ja, wie machen wir das, etc. Und ich verstehe so, wenn du jetzt du hast ja, sie haben ja nicht nur den Reifentest, sie haben ja auch die Simulationszeiten, die sie fahren. Und wenn du siehst, ein Ricciardo macht deutlich bessere Zeiten als ein De Vries, auch oft bessere Zeiten als ein Tsunoda, und dann haut er noch im Reifentest so eine Pace raus. Dann verstehe ich schon, dass der Christian Horner eine Stunde nach Start Reifentest im Marco anruft und sagt, du lass, der Bub fährt gute Zeiten. Und etwa eine Stunde später der Marco auch direkt im Nick de Vries anruft und sagt, Bursch, du schaffst nicht mehr. Ja. Wieder schauen Crazy. und reingehauen. Ganz genau. Aber wirklich eigentlich crazy, wie Es ist schnell so dass es für den krank. Nick kaputt gegangen ist. Und ich möchte an dieser Stelle einfach sagen, ich finde, für Red Bull ist es sicher die richtige Entscheidung gewesen. Ich finde es nicht schlecht, weil jetzt haben es macht ja keinen Sinn, das irgendwie noch bis auf Ungarn rauszuzögern, die nächsten 2 Rennen noch irgendwie reindrücken. Und ich meine, wenn er sich ja eh nicht mehr können beweisen, dann ist es eigentlich auch besser für den Nick de Vries, ist es jetzt schon passiert, der ganze Wechsel. Aber ich finde es krank, dass die Leistung von Nick de Vries irgendwie auch nur ansatzweise befürwortet, dass er in der Mitte der Saison muss gehen. Weil es ist nicht so, dass er wie ein Albon oder ein Gasly 5, 6 Zehntel durchschnittlich hinter dem Max war in einem Red Bull. Er ist, glaube ich, durchschnittlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, etwa 3 Zehntel hinter dem Yuki gewesen. Und er hat ein unglaublich schwieriges Auto gehabt zum Fahren, wo als Rookie einfach mega schwierig ist zum Kontrollieren. Und am Anfang der Saison hat er extrem viele Strecken gehabt, wo er noch gar nie gefahren ist. Auch wenn er fucking 28 ist und Formula E-Weltmeister, es ist dann halt gleich, er ist gleich ein Rookie. Und Ja, ich aber finde, eben, weißt, für ihn, für seine Karriere, ist das jetzt ein absoluter Durchschlag und ich finde es ehrlich gesagt nicht ganz fair, weil er wird keinen Formel 1-Sitz mehr bekommen. Definitiv nicht. Logisch ist es nicht fair. Logisch finde ich es auch, also weißt, versteht mich nicht falsch, ich finde es auch sehr krass, dass eben der Nick nach 10 Rennen einfach ausgewechselt wird. Ich meine, nicht einmal in der Sommerpause, wo es eigentlich schon damals irgendwie so geschaut kurz einen Driver-Swap gegeben hat. Das ist der letzte, wo das passiert ist, ist ja der Kwiat gewesen. Ja, nein, Sonst der gibt's Dings, es der auch Gasly, haben sie ja in der Sommerpause geswappt auf Ja, in der Elben. Sommerpause, aber nicht einfach so. Einfach so, nein. So eben ist einfach der Quia gewesen. Und das, ich finde das eben krass und ich glaube es einfach, dass, also ich finde es eben hart für den Nick. Er tut mir auch wirklich leid, aber ich glaube es eben das, was immer ein bisschen zum Verhängnis wurde, ist aber eben der Status, dass er schon ein Driver Championship geholt hat, einfach in der Formula E. Und ich glaube, das ist immer ein bisschen zum Verhängnis geworden. Plus habe ich einfach das Gefühl, dass vielleicht, ich meine, er ist schon recht selbstbewusst übergekommen und auch ein bisschen so, ich würde nicht sagen, ja, nicht arrogant, aber er hat sich halt wirklich, ich meine, es ist so in der Drive to Survive Staffel, in der letzten Staffel dort, wo er einfach so sagt, so, ja, er weiß genau, was er will und wirklich gerade so strikt das und ich bin da und so und so und so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass
er das vielleicht auch intern immer so ein bisschen durchgezogen hat und sich vielleicht wegen dem auch nicht wahnsinnig beliebt gemacht hat, weißt? Also ich weiß es nicht, das sind also schon Spekulationen. Es kann ja schon sein. Ich meine, er hat ja sich schon mal am Anfang des Jahres nicht beliebt gemacht, weil er am Anfang des Jahres schon direkt, ich glaube nach dem zweiten Rennen oder so, Ideen gehabt hat, was man noch könnte am Auto und am Konzept anpassen. Und das ist bei den Engineers nicht so gut angekommen. Okay, er hat zwar Unterstützung bekommen von Franz, aber ja, ich denke, das hat alles einen kleinen Einfluss und in meinen Augen auch, was einen riesen Einfluss wird haben. Beim Ricciardo gibt es 2 Faktoren, die einfach extrem für ihn sprechen. Also mal abgesehen noch von seiner Pace und seinem generellen Fahrtalent. Einerseits ist er sehr, ja, ich sage, gut für den Market. Also du kannst sehr gut Werbung mit ihm machen. Er ist einer der beliebtesten Fahrer auf dem Feld und Brands säckeln ihm eigentlich nach, um ihre Sachen bewerben mit ihm. Also sicher mal das ist schon mal etwas. Und das Zweite, das Team ist so tief in der Scheiße. Die brauchen jetzt jemanden, der ein bisschen Erfahrung hat und dann kann sagen, ey, das macht ihr grundlegend falsch. Da müsst ihr wirklich etwas ändern. Und die Erfahrung bringt er halt einfach. Und der Nick hat gegen einen Ricciardo einfach keine Chance, weil die Gründe, die ich gerade gesagt habe. Und gegen einen Tsunoda hat er einfach keine Chance, weil ja, schneller war und nicht nur ein bisschen. Und der Marco liebt den Tsunoda. Also wenn der Marco mal jemanden gerne hat, dann ist es schwierig, noch irgendetwas dagegen auszusetzen. Und ja, der Tsunoda der wird sicher noch ein Jahr bei Alpha Tauri bekommen, wenn jetzt der Ricciardo genug gut wird performen, um in Red Bull hineingehen. Das Ziel wäre ja eigentlich für Ricciardo 24 Alpha Tauri, 25 Red Bull. Also das ist so ein bisschen die grundlegende Idee, denke ich, die sie hätten, wenn alles gut funktionieren würde. Aber mal schauen, wie es kommt. Gell? Also ich finde das Driver-Line-Up so sehr geil. Ich finde es einfach auch schade für den Nick. Ich finde es nicht ganz fair. Ja, aber wie gesagt, das stimmt mir auch zu. Ich finde es auch nicht ganz fair für ihn. Ich freue mich für den Ricciardo, weil ich ja ich habe immer gesagt, ich schaue die Formel 1 immer brutal neutral an. Ich bin eigentlich wirklich für niemanden oder auch für kein Team. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich mich für einen entscheiden würde ich immer den Ricciardo nehmen. Weil ich finde ihn einfach sympathisch und ich finde seinen Fahrstil, also vor allem, wo er bei Red Bull hatte, mal richtig geil mit dem Late Break und so. Oh, das ist so geil, zum Zuschauen. Darum freue ich mich eigentlich besonders, dass er wieder zurückkommt. Weil, eben, wie du auch gesagt hast, er ist brandtechnisch sehr interessant, er ist brutal sympathisch. Jetzt gibt es wieder neue Pierre Gasly und nur, dass er jetzt mit dem Kit rumläuft, den der Gasly immer angehabt hat, ist eigentlich auch noch ein funny, so der Plot-Twist jetzt. Genau. Und ja, darum, ich freue mich mega drauf. Ich finde es, wie gesagt, einfach auch ein bisschen krass, dass es nicht in der Sommerpause passiert ist, weil ja, gut, der Marco hat es auch so begründet, was bringen uns jetzt noch die 2 Rennen vor der Sommerpause oder 1-2 Rennen vor der Sommerpause, ich weiß gar nicht, wenn die Sommerpause ist. Ich meine, er könnte es jetzt eh nicht gross ändern oder so, hat er schon gesagt. Also ich glaube, der Entschluss, dass der Nick de Vries ersetzt wird, der ist schon relativ früh gewesen. Also ich denke, der ist wahrscheinlich schon vor Österreich ist der gefallen, nehme ich jetzt mal schwer an. Der Horner ist ja, glaube ich, schon generell nicht so überzeugt gewesen. Also ja. Marco hat sich ja überschnorren, vor allem vom Verstappen her. Ja, genau. Ist wahrscheinlich einfach mal so ein bisschen ein Side-Experiment gewesen, aber hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und aber am Ende des Tages, es ist sehr geil für Ricciardo. Ich finde es sowieso ein Schande, dass er nicht einen Sitz bekommen hat. Jetzt hat er ihn wieder, das ist gut, er hat ja auch Freude daran. Und was ich aber noch mega cool finde, das ist wieder mal so eine Story, die schön den Circle schließt. Wo, das ist länger her, sind sie mal in einem Drivers Briefing, in einer Press-Conference gefragt worden, ja, was wenn ihr jetzt könntet Sachen ändern, der Formel 1, das würdet ihr gerne haben. Dann hat der Ricciardo sofort geantwortet, ein Rennen in Las Vegas. Das hat er jetzt nicht gehabt und jetzt hat er es trotzdem. Ja. Oder? Und von dem her, das ist halt wirklich, ich sage noch eine coole Sache. Ich denke, ein weiterer Faktor, der eben auch noch ein bisschen drin gespielt hat, wieso dass es jetzt auf einmal so schnell hat müssen gehen, ist im Perez seine Performance. Oder? Kannst du vorher auch schon angesprochen. Du bist ein geiler Sieg. Die letzten 5 Rennen sind einfach nicht gut gewesen von seiner Seite. Und Red Bull hat sich jetzt wahrscheinlich halt einfach auch müssen Gedanken machen, ja, was machen wir, wenn es so weitergeht. Wir müssen wissen, wer wir 2024
böse Zungen würde behaupten, schon 2023 noch ein weiterer Driver-Swap. Denke jetzt nicht. Aber wer setzen wir 2024 gegen den Perez rein? Obwohl der Perez eigentlich noch einen Vertrag hat, aber das habe ich dir auch schon gesagt, der Vertrag für 2024, der hat jetzt etwa noch so viel Wert wie eine Essiggurke. Also, plus, ich denke, dass die Rauskaufklausel extrem klein wird sein. Ja, glaube ich auch. Beim Perez. Und weißt du, ein Perez, ganz ehrlich, das ist doch auch ein Fahrer, der sich freuen wieder zurück zu Aston Martin zu gehen, wenn ein Alonso oder so würde gehen. Das ist doch auch ein Fahrer, der sich darauf freuen wieder ein Team können von unten nur zu bauen. Klar, er hat sein Championship und all das wollen. Aber ich glaube, seine 5 Wins sind das höchste der Gefühle. Ich glaube zwar schon, dass er noch 10 oder andere Rennen wird gewinnen dieses Jahr. Vielleicht nicht so viel, aber gleich. Es wird sicher seine beste Saison überhaupt werden, auch wenn er jetzt ein Loch gehabt hat. Aber ich glaube, das ist einfach das höchste der Gefühle für ihn. Schlichtweg. Er ist ein guter Fahrer, aber für einen Championship-Fight, das liegt für ihn nicht mehr drin. Es ist zu viel Zeit verstrichen und ich finde, seine besten Jahre hat er sowieso bei Sauber gehabt, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, also um Championship wird er definitiv nicht mehr kämpfen. Ja. Ich stimme dazu, da wo du gesagt hast. Ich denke auch, dass der Perez, der momentan am Struggle ist bei Red Bull, der ausschlaggebende Punkt war, dass der Ricciardo jetzt so schnell wieder einen Sitz bekommt bei Alpha Tauri. Weil ich glaube, sie möchten einfach den Ricciardo in einem Auto haben, das läuft die ganze Zeit, oder in einem fahrenden Auto haben. Und falls der Perez weiterhin schlecht performt, dass man einfach swappen kann, dass der Perez nachher zu Alpha Tauri runtergeht. Und wenn er überhaupt möchte. Vergiss nicht, der Ricciardo ist ein extrem guter Vergleich auch für ihn Tsunoda seine Pace. Ja. Es geht nicht nur darum, ist der Schlussendlich- Ricciardo noch fähig, sondern auch kann der Yuki sogar einen Ricciardo bezwingen. Falls ja, dann gehört er in Red Bull. Genau. Und ich meine eben, der Yuki ist ja momentan, wenn man so in Formel 1 schaut, ist ja der Yuki wirklich der einzige Kandidat, der eigentlich für Red Bull in Frage noch wird kommen. Weil, Lando vielleicht noch. Ich glaube, der Lando ist auch sehr hoch dabei in der Diskussion. ja, genau. Hast du mir das geschickt oder habe ich dir das geschickt, wo ja eben der Helmut Marko gesagt hat, ja, sie würde immer ein Angebot machen oder es hat irgendwie Gespräche gegeben oder so irgendwie etwas einmal. Aber ich glaube es eben, McLaren zahlt dem Lando schon genug, dass er bleibt. Also, Ja, und ich glaube auch, der Lando hat mega Freude an McLaren. Ich glaube, der fühlt sich dort mega wohl. Also, so Ja, ist ja. er nicht. ich glaube es jetzt auch nicht, dass er. Also ich glaube, der Lando glaubt auch daran, dass McLaren erfolgreicher wird oder erfolgreich wird wieder. Und ich würde es auch McLaren wirklich gönnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch das Gefühl, dass er wahrscheinlich nicht wird so Red Bull gehen. Darum denke ich eher, dass der Tsunoda eine Option wäre. Und das ist natürlich eben für Red Bull ist momentan, ich meine, sie machen ja jetzt eigentlich nichts falsch. Eben, sie sehen, hey, der Tsunoda fährt besser als der Ricciardo, also komm dann rauf, weil der Perez fährt scheiße. Oder, hey, der Ricciardo fährt doch wieder so gut, komm rauf. Ich meine, schlussendlich... Es ist ein Win-Win. Eben, ich meine, ich glaube, die Tendenz liegt momentan schon noch ein bisschen mehr beim Ricciardo, weil er halt das Team schon kennt, weil ich denke, dort hat sich nicht viel intern gewechselt, so von den Leuten her. Es sind zwar viele neue dazugekommen, aber ich meine, er kennt sicher noch die meisten dort. Und halt auch, weißt, ich meine, er versteht sich auch sehr gut mit dem Max. Klar wird der Ricciardo nie in die Rolle hineinkommen, dass er um ein Championship will können fighten, beziehungsweise dass er wird einfach die Unterstützung sein. Genau, er wird die Unterstützung sein, aber so wie seine McLaren-Zeit gelaufen ist, muss er sich mit dem zufrieden geben. Ich glaube, das ist das Beste, was er überhaupt noch erwarten könnte, dass er in der Red Bull eigentlich reinkommt. Ganz kurz schnell, eben das Statement, das ist vom Helmut Marko, ich habe es gerade gefunden. Ist zwar auf Englisch, aber egal. He is by far the strongest of the young drivers. His youthful nature would also make him the best fit for Red Bull. Also basically, er ist der stärkste von den jungen Fahrern und so ist es, seine jugendliche Leichtigkeit oder Natur würde ihn eigentlich die beste Option für Red Bull machen. Oder? Und das ist wieder mal ein Kommentar vom Helmut Marko, wo ja mit seinen Driver oder er hat sicher ein sehr, sehr gutes Auge für Fahrer. Ja, das definitiv. Ja. Aber jetzt gerade so eine Frage an dich, weil das ist, jetzt wo du es vorgelesen hast.
würdest du dem zustimmen, was der Helmut gesagt hat? Von den jungen Fahrern ist er der Beste. Also sagen wir zwischen den Norris, Russell, Leclerc, Albon. Wer ist noch von den Jungen? Tsunoda und so nicht, die sind jünger. Aber das sind so die. Habe ich einen vergessen? Ja. Ich glaube, es nicht mehr vergessen. Hoffentlich nicht. Aber würdest du. Stroll, nein, aber wenn du würdest. Von diesen Vieren jetzt. Also, der Leclerc ist schon ein Jahr früher reingekommen. Aber von diesen Vieren würdest du sagen, der Norris ist der schnellste, schrägstrich der talentierteste? Oder wie würdest du ihn definieren? Gut, hast du die Frage so lange gestellt, weil zuerst bin ich mir nicht sicher gewesen, aber desto mehr Fahrer du aufgezählt hast, desto mehr, muss ich sagen, ganz klar, sogar in meinen Augen. Ich finde, ein Russell ist unglaublich schnell, ich finde, ein Albon ist unglaublich intelligent und ich finde, ein Norris ist beides. Beim Leclerc dasselbe, der hat eine unglaubliche One-Lap-Pace, nur ist bei ihm das Problem, dass es halt einfach im Rennen selten lenkt und er einfach zu viel will. Aber ich finde... Oder Ferrari. Oder Ferrari. Ich finde rundum, wenn du alles anschaust, seine Intelligenz, wie er das Fahrzeug einsetzt, wie er mit dem Team umgeht, das Feedback, das er eben auch gibt in den Briefings, also man hört immer wieder, dass er extrem gut ist und sehr direkt ist mit seinem Feedback und dass auch das Verständnis von der Technik bei ihm sehr gut ist. Also ich finde, der Lando Norris der interessanteste Fahrer, den wir momentan haben von diesen Jungen. Und sogar, wenn wir es ausweiten und einen Gasly noch dazu zählen, so die Leute, die ungefähr die gleichen Karting-Championships haben. Ah ja, der Gasly. Ich habe voll vergessen, den gibt es ja auch noch. Ja, aber der ist halt kaum alt und vergisst ihn gerade. Ja, vor allem er ist halt noch mal ein Jahr früher reingekommen, als der Leclerc, oder? Der ist 2017 reingekommen, dann der Leclerc 2018. Aber auch der Ocon eigentlich, die sind alle ungefähr die gleichen Championships gefahren. Er muss sicher um die gleiche Zeit umeinander. Der Ocon ist schon 16 reingekommen. Er ist schon 16 reingekommen, aber er hat auch... In der Hälfte von der Season ist er reingekommen. Genau. Na gut, Ocon kann man jetzt schon eigentlich wieder mehr zu Verstappen-Zeit zählen, oder? Aber ja, voll. Anyway, ich finde zwar alle diese Fahrer unglaublich gut. Vor allem, wenn man vergleicht, was jetzt so in den Junior Categories rumgurkt und es nicht in die Formel 1 schafft, aus ganz klaren Gründen. Das ist schon ich sage, 2017, 18, also 16, 17, 18, 19 und 20 ist eine unglaublich kranke Welle an Talent gekommen, die wir seither einfach nicht mehr gesehen haben. Und ich finde, der Norris ist rundum an der Spitze. Wenn man rundum anschaut. Vielleicht nicht in einzelnen Bereichen. Pace ist sicher der Leclerc schneller. Aber rundum, ja, mal sehe ich schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für, eben, haben wir schon vorher gesagt, für einen Red Bull-Sitz ja. Dann würde ich auch sagen, ist es wahrscheinlich der Norris. Aber allgemein so vom fahrerischen Talent und Können oder eben so wie es jetzt der Helmut Marko beschrieben hat, würde ich doch immer noch auf einen Leclerc tippen. Ich finde den Leclerc doch immer noch ein Spürchen besser. Ich glaube, wenn der ein richtiges Auto hätte, beziehungsweise auch ein richtiges Team, das eine gute Strategie kann produzieren kann, dann würde der, also hätte er schon ein Championship, ganz ehrlich. Sind wir ehrlich, Ja. 22, die Saison 22, die ist nur so früh entschieden worden in Japan dazu mal, dass einfach Ferrari mehrfach verkackt hat. Dort sind, wir haben das schon mal in einem Podcast gesagt, ich weiß nicht wie viel, dort sind ein paar Punkte liegen worden, ich glaube es über 100 Punkte oder so haben sie liegen lassen. Und das ist einfach bitter und das darf halt einfach vor allem Ferrari selber oder in einem Top-Team darf das nicht passieren. Aber ich glaube so Norris, Leclerc in einem gleichen Auto, unabhängig von Ferrari oder McLaren oder was sonst für eine Marke, sagen wir einfach so eine F1 World Car in F1 2023. Ich glaube, der Leclerc wäre schneller, hätte ich jetzt das Gefühl. Ja, weißt du, was ich meine? Einfach so ein Auto hat, das einfach für beide genau gleich ist, gleiche Bedingungen als. Ich glaube, der Leclerc wäre, glaube ich, schneller, hätte ich jetzt das Gefühl. Schneller ja, aber er würde nicht das Rennen gewinnen. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn du die Kombinationen so hättest, dann hättest du den Leclerc mit der höchsten, nicht erfolgreich umgesetzten Pole-Quote, was er, glaube ich, schon relativ gleich mal darauf zusteuert. Und du hast den Norris mit der höchsten umgesetzten Non-Pole-Win-Quote.
Weil der Norris einfach im Rennen super stark ist. Oder? Er hat schon noch immer gar keinen Win gewesen, geholt. Der Norris. Der Norris hat noch gar keinen Win geholt. Ja, aber wenn das so wäre, sage ich, weißt Und ich meine, weißt du, was er meint? Ich meine, schau, der Norris, ich meine, er hat ja eigentlich den Win gehabt, aber er hat ja einen verspielt in Russland. 2. Dazu mal. Ja, oder nicht vergessen, Monza. Nein, sorry. Nein, what the fuck? Wieso habe ich jetzt gerade auf P2 den Norris im Grind gehabt? Monza 2020. Maximal lost. Gut, sorry. Hä, wieso Monza? Die, wo der Gassi gewonnen hat. Ja. Das ist der Nein. Dings, der Sainz ist Zweiter geworden. Ja, genau. Nein, jetzt weiss ich, was ich mir überlegt habe. Nein, ist schon nicht falsch. 2021. Dort hätte er sich zurückgeben müssen. Sie haben abgemacht, dass er den Ricciardo nicht versucht zu überholen. Ich glaube nämlich, dass er die Pace gehabt hat, um den Win zu holen. Ich glaube, Monza wäre eine Chance gewesen. Ich kann mich noch erinnern, ich kann mich noch erinnern, dass der Ricciardo aber auf Funkspruch gedroppt hat, ob er soll langsamer machen, dass dass der Norris im DRS bleibt. Weiss Also- nicht recht. Also ich habe es so in Erinnerung, dass der Norris dort auch locker den Win hat können holen, wenn er es versucht hat. Glaube ich nicht. Anyway. Aber weißt du, schau jetzt, das ist jetzt etwas, wo. Dort hat ja, sagen wir, okay, wenn es jetzt so gewesen wäre, hätte ja das Team bestimmt oder drin nie gefunkt. Und, also sie haben ja auch drin nie gefunkt, jetzt hat ja Funkspruch gegeben. Aber in Russland ist schon sein eigener Entscheid gewesen, nein, ich bleibe auf das liegt noch eine Runde. Das ist zu früh. Und hat es verkackt. Ja, voll. Dort hat es Oh. verkackt, ja. Und dann nachher ist ja der Hamilton ist ja eine Runde vorher Pits gegangen, Inters geholt und hat gewonnen wegen dem. Weißt du, Oh. es war in Russland das effektive Problem gewesen. Jetzt hat sicher etwas mit dem Mazepin. Ja, er hat nicht gewusst, dass in Russland die Wolken anders aussehen. Hey. In Russian. Russian, the weather is different. Oder the clouds are different. You know, the clouds are different in Russia. Ja, Alter, ey. Der hure Mazepin. Alter. Nein, aber weißt du, das. Ich meine, eben, das ist ja auch, weißt du, etwas, was er ja verbockt hat und nicht das Team. Und auch der Leclerc hat Sachen verbockt und nicht das Team. Ich meine, Frankreich war sein Verschulden, dass er dort abgeflogen ist. Und Baku. Und Baku, was I'm stupid, oder was? Monza. Jawohl. Monza 2. Gut, dort wo er 21. abgeflogen ist, dort hat er aber auch immer gesagt, dass das Auto hure schwer sei zum Fahren. Und das war auch ein Kreuzer gewesen. Ja, das stimmt. Das war im 20 gewesen, dort, wo er so abgeflogen ist und dann in die Barriers reingetatscht ist. In der Parabolika. Ein Stehenunfall. Ja, das war 20 gewesen. Das ist wirklich aber auch so, dass das Auto scheiße zum Fahren. Es hat ja auch der Sepp immer gesagt, das Auto sei eine Katastrophe. Mhm. Und darum, ja, ich glaube eben, dass der Leclerc doch immer noch ein bisschen, auch nach all dem, was passiert ist, ich glaube, der Leclerc ist doch dann nochmal der bessere Fahrer, Rennpace und auch Qualifying Pace technisch. Würde ich jetzt so behaupten. Spannend. Aber wir können ja wieder so eine Umfrage machen auf Spotify. Es gibt ja immer noch die Funktion, wenn ihr bis dahin immer noch zugelassen habt. Wer bis dahin zugelassen hat, ist ein wahrer Krieger. Genau, ein wahrer Krieger. Andererseits- Ein treuer Zuschauer, nicht, aber Zuhörer. Ein Zuhörer. Oder vielleicht bist du ein absoluter OG und brauchst den Podcast immer zum Einschlafen und du hast die 15-Minuten-Version rein, weil dann hast du jetzt nämlich fast für eine Woche Content gehabt. Falls du jetzt eine Woche später Stimmt. das hörst, nachdem er rauskommt, du bist ein OG. Ja, krasser Sieg, Mann. Nein, aber eben, nochmal zum Zurückkommen, wir sind jetzt wieder gut abgeschweift. Eben, Ricciardo kommt jetzt zu Alpha Tauri und ich freue mich drauf. Und auch, ich weiss nicht, hast du gesehen, der Sepp war ja am Dings gewesen, weil wir ja vom Vettel noch kennt. Der Sepp ist ja auch am Silverstone, also nicht am Grand Prix gewesen, aber an den Reifentest. Vor allem der Ricciardo, sein Blick, so herzig, er hat sich so gefreut, als man ihn gesehen hat. Und dann nachher, der Mick war ja auch dort gewesen, mit dem Mercedes von 2020, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, ob es 20 ist oder 19. Ich glaube, es war der W20 gewesen. Ich weiss nur gerade, dass er am Festival of Speeding gut wird W20. im Schumi, also im Papa sein Auto fahren. Ja, Also.
der W02. Was war es? Der W11 war es, glaube ich. Da ist es, der 21. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist dort auch noch ein paar Testfahrten gefahren. Und das war auch der Sepp bei ihm und so. Und, also, weißt, ich finde es schön, ich finde es wirklich schön, dass der Sepp sich immer noch wieder zeigt, so am Formel 1-Zirkus. Ich meine, er war in Monaco auch. Das Bild mit dem Hamilton, wo sie sich umarmen, habe ich gerade das Hintergrundbild genommen. Ich finde das so ein herziges Bild. Ja, und, okay, das ist schön. Ich weiß nicht, weißt der Sepp, ich finde es immer schön, wenn ich ihn wieder sehe und denke mir gleichzeitig wieder so, Alter, komm doch einfach wieder zurück, bitte. Es schadet niemandem etwas, dass du schön. wieder zurückkommst. Der Nick hätte freiwillig den Platz gegeben, wenn du wieder gekommen wärst. Oder so. Nein, aber, Das glaube ich sogar. und ja, also, es wäre einfach schön, wenn er wieder kommen würde, wieder fahren. Und er war ja dort, weil er ist ja mit seinem McLaren, der hat ja gar nicht gewusst, dass der noch einen McLaren gekauft hat von wem ist der? Vom Senna? Ist es Senna sein? Oder im wem sein McLaren ist jetzt das schon wieder? Welcher ist es? Es ist, Das kommst du mit News im Fall. Ist es ein MP44 oder 4.5? Oder der 4.4 ist es nicht, das weiss ich. hat er einen 4.3 oder 4.2er? Warte, ich gehe mal auf seine... Er hat einen gerade Poster gehabt. Wo er hat ja auch den Williams, was ist der 94er oder 93er? Ja, der ist ja gefahren letztes Jahr am Silverstone Grand Silverstone, Prix. ja. Und er fährt ja dort einfach mit komplettem E-Fuel, also mit, er fährt ja eigentlich ohne CO2-Schuss oder CO2-neutralem Benzin. Und er will ja eben das unbedingt fördern, dass man ja den Motorsport in das hineinbringt und einfach das kann zeigen, hey, es geht auch so und weiss ich was alles. Dass man halt einfach, dass man halt wieder auch die grossen Motoren kann zurückholen kann. Schlussendlich. Also, sind wir ehrlich, wenn sie das würde für 2026 machen, dann würde er wahrscheinlich sogar wieder fahren. Ich glaube es auch. Weil schlussendlich ist ja das auch eines von seinen Hauptargumenten, dass er ja aufhört zu fahren, weil halt einfach seine Einstellung nicht mehr mit dem übereinstimmt, was er halt einfach, ja, jetzt so, oder was ich gefahren bin. Ich bin jetzt sogar mal schauen. Er ist einfach mit dem gefahren, hat ein paar Testfahrten gemacht gehabt. Und es hat einfach so geil getönt, das war im V12 gewesen. Da schmilzt ich sich has- gerade ein V12 gehörst. Wo habe ich es jetzt da? Da sehe ich Vettel überall. Gut. Mein Gott, müssen die immer so viel schreiben? Da steht jetzt einfach eben nur, dass der Gutierrez fährt auch wieder am Goodwood. Ist der immer noch bei Mercedes? Ja. Gar nicht gewusst. Mick Schumacher fährt Development eben. Driver. Der Mick fährt einfach mit dem W02. Da. Zum anderen Ayrton Sennas MP48 aus dem Jahr 1993 fährt er. Crazy. Beide werden. Er fährt sogar mit dem Mansell im Williams fährt er auch noch. Geil. Und beide werden mit synthetischem Benzin betrieben, steht da. Eben, und das finde ich geil und das ist eben auch das. Und für da liebe ich einfach auch das Sepp, weil da sehen es genau gleich wie er. Synthetisches Benzin ist einfach Zukunft. Du kannst den Verbrenner nicht, also das ist jetzt wieder komplett ein anderes Thema, aber du kannst den Verbrennermotor wirst du nie können von der Welt schaffen, weil der hat sich so etabliert auf dem Weltmarkt. Du kannst nicht auf Indien gehen, du kannst nicht auf Bahamas gehen, du kannst nicht auf Haiti gehen, du kannst nicht auf, auf Philippinen und sagen so, hey, ich kaufe jetzt Elektroautos. Die werden die dumm anschauen und werden die von der Insel jagen dort. Und der Verbrennermotor wird für immer bestehen bleiben. Und wenn du CO2-neutral machen willst, dann ist E-Fuel das einzige Logische, was du machen kannst. Und es ist einfach lächerlich, dass die Entwicklungen da momentan nicht... Also es wird schon entwickelt, aber halt einfach nur marginal. Und der einzige Konzern, der da am entwickeln ist momentan Porsche. Und ich finde es eben darum, ich tue das im Sepp so hoch anrechnen, dass er unbedingt möchte, dass die Formel 1 mehr in das hineingeht und mehr dort sich vertiefen, weil sie fahren ja ab 26 fahren sie ja immer noch nicht mit komplett synthetischem Benzin. Sie haben zwar einen höheren Anteil an synthetischem Benzin, aber ich glaube 100% E-Fuel ist es nicht, oder? Oder habe ich jetzt so eine Frage gestellt, die du mir nicht beantworten kannst? Das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann.
Ich weiss es nämlich jetzt ehrlich gesagt gerade auch nicht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich habe gemeint, sie fahren nur so einen gewissen Anteil, weil E-Fuel kannst du auch mischen. Mit normalem Benzin. Ich bin ganz ehrlich, ich bin im Fall ein bisschen müde. Welche Rennserie hast du gesagt? Was? Welche Rennserie hast du gefragt? Formel 1 ab 2026, ob sie E-Fuels nutzen. Aha! Komplett. Ah, okay, nein. Sorry, jetzt bin ich back in the game. Alter, bin ich ein bisschen müde. Bei Formel 1 wird es so sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 70% E-Fuel-Anteil. Ah nein, die Formel 1 fährt aktuell mit E10, will ab 2026 komplett auf E-Fuel umstellen. Noch geiler. Weil das Ding ist, der Porsche Supercup macht das schon. Formel 2 ist, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch schon umgestiegen. Formel 3 auch schon. Und also Formel 2 und Formel 3 fahren jetzt mit 55%. Ah, 55. Ja, das ist krank. Also es gibt keine Beschwerden. Nix. Keine Geschichten, keine Motoren, die irgendwie einen riesen Blow-up haben. Keine Fragen wegen Geld, ob es zu teuer ist oder irgendetwas. Ob es zu wenig Manufacturers gibt, die das machen. Es funktioniert einfach. Und 55% ist nicht wenig. Ja, das ist wirklich mehr als die Hälfte, Schussmann. Und 55% sind 55%. Und 55% sind mehr als die Hälfte. Ja, ich habe es zum ersten Mal gehört. Facts. Nein, und ich finde es geil, weil eben das ist schlussendlich auch die Rettung von allen grossen Motoren. Und eben E-Fuel ist so ein Thema für sich, das müssen wir jetzt nicht noch anschneiden, weil sonst fange ich da an auspacken und dann nachher reden wir dann 100 Jahre noch drüber. Nein, also eben, wie gesagt, das App ist gefahren am Silverstone Grand Prix, fährt jetzt eben am Goodwood Festival, wo das Wochenende ist, also jetzt vom 13. bis, was ist am Sonntag, der 16. Dort fährt er. Ihr werdet es nicht... ihr werdet es nicht... Wie sagt Was wolltest du sagen? Ich weiß es nicht. Ich werde es nicht verpassen. Nein, ihr werdet es nicht. Ich weiß nicht, was willst du? Alter, was ist jetzt los? Ich weiß es auch nicht. Ich werde es nicht verpassen. Bereuen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ah. Mein Gott. Schaut es, wirklich. Schaut für Goodwood Festival of Speed, ihr werdet es nicht bereuen. Ja, ihr könnt das auch auf YouTube schauen. Dort läuft eigentlich ein Livestream, dann, wo sie mit den Autos, immer mit klassischen Autos, mit modernen Autos, mit so Prototypen über die, was sind es, etwa so 2 Kilometer Strecke reinballern dort. Ist ja wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte. Gut, also, dann wäre es das gewesen mit der heutigen XXL-Episode vom Unsafe Release. Wir bedanken uns wie immer recht herzlich, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Und freuen uns schon mal auf die nächste Episode, wo dann wahrscheinlich in der Sommerpause dann mal einmal wird kommen. Vielleicht passiert ja auch ein bisschen Silly-Season-technisch noch etwas. Aber der nächste Grand Prix, der dann in 2 Wochen ansteht, das ist der Ungarn Grand Prix. Und da sind wir mal gespannt, was dort passieren wird. Aber wie gesagt, das wäre es mit der heutigen Episode. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release. Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Tag. Macht's gut und ciao.